Ich darf nicht mehr so viel schreien, hat's geheißen. Psst. Sonst heißt es wieder, das Geschrei wird immer mehr. Psst. Es wird immer mehr. Geht da was? Da irgendwas geht, hab ich gesagt. Geht da was? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Rasen. Schmiedi. Nein. Schluss. Auf der Stelle Schluss. Schmiedi. Direkt Grüße. Armin Sauber. Phase 1. Merci. Phase 2. Habe Ebens. Birger. Micke. LeBrons Zauberreise wird halt ein wenig nochmal auf die Probe gestellt. Phase 3. Bevor jetzt der Donate-Eskalationsscheißdreck wieder losgeht. Folgendes, Kinder. Ich habe... Nein, Schluss. Ich lese vor. Habe die Ehre Birger, gehen wir diesmal nach Osten, da waren wir noch nicht. Lass es das Birgerhorn erschallen. Hashtag Gustl, Hashtag HDR. Merci. Schnauze. Auch an den Rest. Donation Sounds sind jetzt aus. Donations sind ganz aus. Ich habe hier was vorbereitet. Und zwar, Achtung! Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Birgers Teleshopping. Die Telefone laufen bereits heiß. Es ist wohl klar, ich habe etwas vorbereitet. Freunde der Sonne. Ich hab gewusst, dass ich das nicht durchziehen kann, ohne dass ich loch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie ersparen sich heute die Donation. Bitte, denn ich habe etwas vorbereitet. Ich habe vorbereitet... Achtung, I proudly present to you. Inklusive Sound. Skadoosh. Oh. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Skadoosh. What is this? Wunderschön. Was, meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie sehen können, ist ein wunderschönes Motiv mit unserem allseits beliebten Freund Nur unsterbliche Legenden rennen knockert durchs Airfield. Meine Damen und Herren, und wenn Sie dachten, das ist alles, ich stelle Ihnen vor, neuer Merch in the house, bitch! Achtung, Dauerwerbesendung. Die ganze Scheiße gibt's als T-Shirt, als Pulli, als Tasse. Es gibt sogar Tassenuntersetzer. Es gibt sogar fucking Kissen, Alter. Du kaufst dir zwei, die holst du vors Gesicht, dann kannst du Dieb spielen, Alter. Grenzenlose Möglichkeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte ersparen Sie mir die Donation und greifen Sie zum Hörer. 555 Nase. Meine Damen und Herren, das T-Shirt ist bereits ausverkauft. Zahl 8 nimmt 2. Jawohl. 10. schreibst dir 2. Nice one. Und wer sie denkt hat, wie? Jawohl. Es gibt natürlich auch ein wunderschönes Poster. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in 3 Grässen. Who the fuck had thought about that? 60 mal 90, 40 mal 60 und 20 mal 30. Nice. Und dass der Greenscreen kaputt ist, das ignorieren wir weg. Das ist nicht der Greenscreen, das ist mein Tischplatten, Alter. Schau, da. Schau. Zurück zum Kontext. Wo kriegst du die ganze Scheiße? I proudly present to you www.birgerwear.de. Herzlichen Dank. Und dann, der Isong, Kruzifix, Alter. Schau dir das Motiv an. Kriegst du einen fucking Schlaganfall. Schau dir das an. Der Detailgrad ist grenzenlos. Ha? Da rennt die hin davon. So, Kaka. Dann haben wir einen Bären. Wir haben einen Zombie.
Wir haben einen anderen Zombie, der von einer Krähe das Augen ausbeckt kriegt. Wir haben Heinz Baked Beans. Wir haben einen Wolf. Wir haben einen Helch. Wir haben einen Basie. Wir haben einen Namensschädel. Wir haben einen Granatengürtel. Wir haben ein Steak an der Hosen. Wir haben ein Messer. Wir haben alles. Wir haben sogar das Magazin, das wir irgendwann einmal in der fucking Wies verloren haben. Leute, da musst du zugreifen. Zuschlagen. Jetzt. Es sind nur 1,8 Millionen Stück auf Lager. Hier. Wunderschön, Kinder. Wunderschön. Poster gibt's auch. Und jetzt sitzt du daheim. Hä? Da sitzt du zu Hause. Hätte mir fast noch einen Fingerbruch an der Scheiße. Da sitzt du zu Hause. Und da fragst du dich. Da fehlt noch was! Da sag ich. Da haben sie recht. Ja, war denn das wirklich alles? Ist das alles oder was? Das kann doch nicht sein! Ja, sind wir hier, weiß ich nicht, jetzt sind wir wieder bei den Haaren. Nein, das darf ich nicht sagen, weil sonst werden wir den Kanal gesperrt. Die Telefone laufen heiß, der Hotbutton glüht! Der glüht! Da habe ich noch was für euch. Wir warten da nicht bei, du weißt es schon. Wenn es nicht folgende Version auch gegeben hätte, oder geben darf, I proudly present to you Ich wiederhole mich nur ungern, aber es sind nur noch 1,8 Millionen Stück auf Lager. Jetzt zuschlagen. Exklusivangebot, die Telefone laufen heiß. Bis jetzt hat noch keiner sich's morgens ging. Bitte ruft's nicht bei 555 Nase an. Bitte nicht. Da geht nur ein kleiner, verärgerter Vollbier-Squad, Vorstand ohne, der sagt, Alter, ich hab keine T-Shirts! Ich hab keine T-Shirts! Und wenn du das nicht glaubst, es gibt zwei Versionen. Es gibt eine mit dem mit der Map, die du da siehst, und es gibt eine mit der normale. Und nur Legenden wissen, wie das Motiv ausschaut, obwohl die Map auf ist. Ha? Nur. Only. Wo gibt's die Scheiße? Ja, mein Mikrofon übersteuert ein bisschen, das kann doch mal am Mikrofon liegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses exklusive Angebot endet in 3, 2, Zahl 8 nimmt 2, wo auf Birkenwerdi. So, jetzt mal im Ernst. Können wir das Gedudel ausmachen, oder? Wer einen Link braucht, schreibt es im Chat, Ausrufezeichen Merch oder birgerwehr.de, so wie es halt da steht. Mein kleiner Versandleiter, der Schnacksalotl, der schickt euch das drum. Spart euch bitte auch eine Donations heute. Ihr kauft euch halt einmal ein T-Shirt. Dann die ganzen Leute, die den ganzen Tag 20er und 50er und was weiß ich was umeinander schmeißen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Sehr viel. Ich und noch jemand. Und da gingen jetzt die absolutären Special Greets und Merci und überhaupt und sowieso aussehen. Weil ich gar nicht weiß, wie sehr ich ihm danken soll, dass er immer sowas macht. Ist ganz wichtig. Ich mache genau ein einziges Mal Werbung für andere Leute. Ein einziges Mal. Und auch nur, wenn ich absolut davon begeistert bin und ich bin auch ein ganz winziger Teil davon. Dankeschön, Bro, an den Kläuber Chris, der mir die Sachen immer zeichnet, wenn ich daherkomme und mir irgendeinen Scheiß einbett. Bitte der zu mir das ist ein Comiczeichner, der Chris. Ich weiß nicht, ob heute ist er wahrscheinlich einmal ausnahmsweise wieder da, weil er sich wahrscheinlich auch schon mit was für ein Scheißdreck da sich reinlabert. Ich hätte es vorher zumindest einmal proben können. Aber ich denke, ja, ich rotze einfach einmal rein. Er ist Comiczeichner, der Comiczeichner vom Trachtman. Bitte schaut mal bei ihm vorbei. Ich übersetze für ihn seit Ausgabe 3, das ist die da, diese dunkle, seit Ausgabe 3, ich glaube mittlerweile gibt es 8 oder 9 Ausgaben mittlerweile schon, die übersetze ich für ihn ins Bayerische, ja ins Borische, da steht dann auch mein Name drin, da bin ich stolz drauf seit 3 Jahren. Schaut mal vorbei, lohnt sich. Wer Bock auf Comics hat, wird seinen Spaß haben. Bruh! Vielen herzlichen Dank, Alter.
So, jetzt müssen wir da nochmal zurückschalten. Ich zeige euch jetzt nochmal in groß. Weil ganz ehrlich, es ist bei ihm immer das Gleiche. Immer. Ich schicke ihm was, ja, ich baue dann noch da so Bäckel zusammengeworfen. Immer brauchen wir das, immer brauchen wir das. Dies war geil und dies war geil und dies war geil. Dann schickt er einen Entwurf. einen. Jetzt pass auf, gehen wir nochmal zurück. Einfach den ersten. Bam, und dann kommt das. Ein kleiner Teil ist von mir, der Kickerl ist von mir, ja, und die Dosen habe ich dort koloriert und so, und ich habe die Farben ein bisschen rundherum anders gemacht und so, ganz minimal, und ich habe sie im Allgemeinen ein bisschen, habe sie dann zusammengebaut, aber 98% sind vom Chris. Please press Triple F und schaut euch einmal in Trachtmenü an, bringt es auf alle Fälle. Leute, vielen herzlichen Dank. Ich seh, da ist schon wieder Donations reingekommen. Weißt, spart euch halt den Scheiß. Kruzifix. Geht's zum Chris oder geht's zu mir, kauft euch, aber habt was davon, nicht bloß irgendeinen scheiß Kommentar in irgendeinem Stream. Das ist das erste, glaube ich mal, dass ich so richtig Werbung mache, und ich mir denke, ich mag mich auch nicht hersitzen und einfach irgendeinen Scheiß erzählen, macht mir halt Bier. Das Teleshopping draus! Und ich war so begeistert von all diesen Details. Der Gickel, der Wolf, der Bär, der Zombie, der zweite Zombie. Dann, natürlich ist es nicht ganz der LeBron, sondern so eine Mischung aus LeBron und mir. Und hinten Tmosin. Dann haben wir unseren Basie mit den Nägeln drin. Hinten haben wir einen Hecht, der Vierer. Wir haben alles, da ist einfach alles drauf. Bis eben auf die Map. Da liegt übrigens unser Lieblingsmagazin. Naja, dann habe ich mir gedacht, eins geht ab. Die Map. Da gibt es halt die Version und dann gibt es die. Und ich bin so gespannt, welche Überlegende sie wirklich das Ding bestellt. Ich weiß jetzt schon, dass irgendjemand ist dabei. Irgendjemand ist dabei. Der ist wirklich durchzieht. Was ich auch gern coded ist, vorn das normale Motiv und hinten das selbe Motiv, ein bisschen kleiner, bloß mit der Map drüber. Leider gibt es keinen Doppeldruck auf die T-Shirts. Das ist sehr, 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 sehr schade. Sehr schade, aber gut. Ja, Friends of the Sun, ganz ehrlich, ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin absolut begeistert davon, sonst darf ich nicht so viel, wie soll ich sagen, vom Chris verzeihen und so weiter. Ihr wisst, dass ich sehr ungern Dinge bewerbe von anderen Leuten, aber beim Chris ist das einfach was anderes, da passt es einfach. Und das passt auch zu mir in den Kanal hinein. Und da ich halt seine Comics auf Borisch übersetze, gibt es immer in 2 Versionen, noch in Deutsch, also ganz normal Hochdeutsch halt, wo auch schon teilweise ein wenig, wie soll ich sagen, ein bisschen Borisch natürlich im Text drin ist. Ist halt einer Trachtmann, der übrigens eine halbe düdelt und dann kriegt er verschiedene Superkräfte. Und einen Saupreis in der ersten Ausgabe vermöbelt. Allein da war es bei mir schon vorbei, habe ich gesagt, Motherfucker, shut up and take my money. I'm all in. So, Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank. So, jetzt pass auf, wo gehen wir hin? Jetzt machen wir erstmal das Gedudel aus. Was därmen wir heute? Schluss jetzt, ich zeige euch am Ende vom Stream nochmal. Leute, ihr müsst aufhören mit ihr sitzt halt trotzdem da und schmeißt es mit 25 € umeinander und es kommt nicht mal ein Alert. Das ist wirklich traurig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bitchin, schaut euch das neue T-Shirt an. Das neue, oder was es ist, gibt T-Shirts, Pullis und Sticker und Untersetzer und Kissen und Tassen und was ich alles. Ich hab's selber noch nicht an, weil ich schwöre dir bei Gott, es ist literally nein, Austria, nein! Nein! Spul 10 Minuten zurück und schau da an, was ich gerade erzählt habe, Austrian, geh auf Biergarwery, es gibt neue Merch, bitte hört's auf. Das darf nicht die Wahrheit sein, bitte. Please. Please don't. Please. Löwensepp, hab schon ich weiß schon, böse Zungen kann man wieder unterstellen, dass ich die 2 Versionen mache, dass du 2 T-Shirts kaufst. Ich weiß, das ist mir jetzt gerade selber so eingefallen, so, wenn ich jetzt ihr war, dann darf ich mir sofort unterstellen, der Hurensohn hat doch bloß 2 Motive gemacht, damit er 2 T-Shirts verkauft anstatt 1. Nein, das war nicht der Plan. Ich hab versprochen, dass das so kommt. Da haben wir schon mal drüber geredet, wer die Streams da war, der weiß das, dass ich das eigentlich ziemlich lustig finde. Und wenn wirklich irgendjemand das durchzieht, dann ist er eine absolute Legende. Leute, vielen herzlichen Dank im Voraus. Dankeschön. So, eine Ruhe ist jetzt. Donations sind jetzt auch aus. Die sind jetzt einfach aus, Alter. Andi, merci für den Euro. Löwensepp, merci für den Euro. Austrian, as always, merci, Alter. Bitte, zieh die 30 € zurück, kauf dir ein T-Shirt oder was weiß ich, was du tust. Bitte. Polzi, merci dir. Hör auf,
Hört's auf mit Donation-Seite. Das kann nicht, also keine Ahnung, das kann halt nicht mehr, das ist halt nicht mehr feierlich jetzt, halt, wenn man wirklich, da, ich lese die anderen einer vor. Herr Maischberger, merci für deine 25,99. Habe dritt bin ich auch wieder da. Bitte zieh's zurück und kauft ein T-Shirt oder tu irgendwas. Jetzt ist der Greenscreen da kaputt. Ihr macht's mir fertig, Alter. Pinsei, merci für deine 3 Euro. Schokomilch Sepp, merci für deinen Euro. Habe die Ehre. Snooze Benny, merci für deine 1860. Geht zurück zu einem T-Shirt kaufen. Sticks Origin. Heute, ich lass meinen Mittwochs 20er da. Nein! Lass nicht dein Mittwochs-T-Shirt dann da. Das kostet fast genauso viel. Du hast sogar noch was davon. Mr. Longding. Was? Gehört es da auf einen geilen Sim? Nein, stop it! Hört halt auf, ich hab am Chris sogar, ich hab ihm das ja schon länger gesagt, aber er hat halt einfach viel zum tun. Und es ist literally vor einer Stunde, ja, vor 2 Stunden fertig geworden. Vor 2 Stunden habe ich es aufgeladen. Oder vor 1,5. Bitte, Reisinger nicht. Was tut's denn? Stop it! Hey, wenn wir von unendlichen Dollars reden, dann muss ich mich auch mal wieder zu Wort melden. Schöne Grüße aus dem Nordland von der Frau unserer Fellnudel. Baron! Alexa hat mir wieder, da glaube ich, haben wir schon mal drüber geredet, mir wieder Hund oder so geheißen. Weißer Schäferhund. Leute, vielen herzlichen Dank. Bitte, 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 zieht die großen Beträge zurück und kauft euch ein T-Shirt. Habt was davon. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Bitte. Herr Michael Haupt, merci dir. Du bist jetzt jemand, der Doppeldruck auf T-Shirts macht. Map, ja, da wissen die auch wen. Aber mein Shop ist nun mal bei Spreadshirt und ich mache nicht 2 Shops gleichzeitig, bloß wegen einem Doppeldruck. Das geht halt einfach nicht. Und ich betreibe einen Shop auch nicht 100% selber, weil ich wahnsinnig bin. Wann soll ich denn das noch machen? Wann soll ich denn das noch machen? Weiß ich nicht. Armin, merci für dein Zwickel und Chris und dein Dauerpflanzen. Frau Gerstner, servus Bürger, haha, ich bestelle ein Merch gern. Warum wirfst du da noch für Pfui, Frau Gerstner? Ich verstehe die Frage nicht. Das ist nicht der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter war, stop the donation. Wenigstens für einen Tag. Für einen verfickten Tag, Alter. Na, was die ernst? Weißt du was? Ich bestelle 2 T-Shirts und wirf da trotzdem 20 Euro hin. Weil diese Wurst haben wir so. Ich flipp aus mit euch. So. Entschuldigung, ich darf nicht so umeinander schreien. Ich darf nicht so umeinander schreien, Mann. Ich darf nicht so umeinander schreien, sonst heißt es wieder, hey, das Geschrei bei mir. Ja? Kann man so nicht lassen. Okay? Heute gemütlicher Stream. Heute wird auf Like geschossen. So schaut's aus. Notice me. Du weißt schon, dass man es recht dann, wenn es zu flippst, deswegen. Das habe ich mir schon einmal gedacht. Ja, aber wenn ich nichts sage, hört es auch nicht auf, also flippe ich lieber. Ganz einfache Sache. So, Friends of the Sun. Thema Donations, AD. Thema Merch, AD. Komme ich irgendwann im Stream noch mal drauf zurück. Ist ja wurscht. Hör da weiter, stop it! Weißt du, dass du am Montag nicht gelesen hast, Kinder, grüß mir bitte meinen Bruder Dave und die Tammy, die haben am Montag geheiratet. Dave und Tammy! I wish you all the best. Merci an den Herrn der Feider, nein, die war schon, der Feider, und er richtet Grüße aus. Und ja, und der ganze Rest auch. Ab in den Chat, alles Gute. Have a nice life, sagen wir es so. Merci! Leute, more. Merci, Mr. Schulz, merci. Was? Ferialjob, Bürger, Merch, gehabt mit dem Chef ein paar Halben zwickt und die Steuer. Kauft's den Merch! Also wenn du wirklich wegen meinem T-Shirt die Stelle gekriegt hast, na, dann war's eine gute Stelle. Hast einen guten Chef. So, Leute, Schluss jetzt! Schluss! Ich quitsch so lange mit dem Mikrofon, oder bis es echt blöd wird. Es hört einfach nicht auf. 27,7. Ein ins Viech! Korrekt, und jetzt ist Schluss mit Donations. Aus jetzt, aus! Das macht den ganzen Stream kaputt. Kauft euch ein scheiß T-Shirt, das kriegt keine Sau nicht mit. Passt! Schnauze! Warum sagt man denn nicht die Tischkanten da? Ich wär wahnsinnig! Nicht so schreien, Bürger. Stört die Leute, hat's geheißen. Stört's. Muss ich mal was düdeln. Was ist mir jetzt deren? Jetzt erzähle ich euch einmal einen Plan, was wir heute in Daisy deren. Heute werden wir The Life of a Mr. LeBron werden wir beenden. Ended. Auf Teufel komm raus. Ended. Erst einmal Phase 1. Machst du mal die Map auf. Mach mal die Map auf. Okay, nicht so schreien, Bürger. Nicht so schreien. Nicht so schreien. Ja, join a group. Dein Mom ist a group, Alter. Dein Mom ist a Bukake Group. So. Erwin, wo waren wir überhaupt? Tja, das spielt heute keine Rolle. Warum nicht? Machen wir so. Seht ihr die Map? Oh. Ja, gut, Bürger. Du weißt, 5 Sekunden, Bürger. Heute einmal 5 Sekunden dein dummes Maul und schrei nicht wie ein geistig Behinderter in dieses Drecksmikrofon rein. Jetzt starten wir mal das Spiel.
Währenddessen erklären wir die Leute mal so, wo waren wir eigentlich letztes Mal? Brüder, ich weiß nicht. Es ist mir auch scheißegal. Phase 1 halt. Serverwechsel. Oh, das kommt unerwartet. Was passiert? Wir werden mal respawnen. Das bedeutet, unser Charakter, wo wir uns ausgeloggt haben auf dem Server, der wird weg da. Der Charakter wird genommen auf einen anderen Server da und wir werden irgendwo hin teleportiert. Irgendwo. Ja, damit du kein Server-Hopping betreiben kannst. Sitzt da eine oder andere in Hans Nudelsepp wieder daheim und denkt sich, Server-Hopping? Hä? Dann bauen wir gleich noch unsere 5 Noob-Minuten an. Server-Hopping ist folgendes. In der IC hat man früher, hast du ins Airfield aufbewegt, dann bist du da. Und dann bist du einfach von Server zu Server gegangen und hast geschaut, ob auf dem Server der Loot liegt. Keine Ahnung, da wird gerade geschossen, gleich wieder ausloggen, loggst die wieder ein, auf einen anderen Server, rennst wieder durchs Airfield und sackst nur den geilen Loot ein. Mittlerweile, das ist Server-Hopping, ja? Server-Springen. Und dann gehst du jetzt her und versuchst es und wechselst den Server, dann funktioniert das nicht. Weil es die halt woanders hin teleportiert. Sprich, wenn wir jetzt den Server wechseln, dann sind wir nicht mehr am Airfield. Wir sind irgendwo, Moment, Map auf mal, damit ich auch was sehe. Wir sind dann irgendwo an der Küste. Ja, da, ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger, da irgendwo an der Küste. Und es gibt ein paar Spawns, da so ein bisschen im Landesinneren, leicht im Landesinneren. Da haben wir aber voll geared sein, wir haben einen Kompass und was weiß ich, was soll ich sehen. So hat man ziemlich schnell außerfinden, wo wir sind. Ich lese da schon wieder die ganze Zeit so, Leute, 2 Baseball-Hoodies mit Map und ohne Map. Leute, vielen herzlichen Dank. I'm serious. To your heart, Brudis. Danke. Scrubs for Freak schreibt 2 bestellt und so weiter. Vielen Dank. Herr Haupt, dein Zwickel habe ich noch übersehen. Ah ja, und Chris mit süß Lisa bitte. Hashtag Herr. So, Donations aus jetzt. Machen wir heute mal einen Stream nicht kaputt. Heute schauen wir einfach mal nur an LeBron zu. So, Phase 1. Wir wechseln den Server, spawnen wir irgendwo an der Küste oder halt im Neustadtgebiet. Dann suche ich natürlich einen Fernseh. Was? Warte, die brauchen einen Schluck Gorbatschow, weil da nur noch Scheiße aus dem Maul ist. Dann suche ich natürlich im Fernsehen. Was? Hashtag Fernseh. Dann suche ich natürlich einen Server, wo mindestens moderate Spieleranzahlen, wenn nicht sogar voll ist, ja, wo richtig was los ist. Und dann machen wir Folgendes. Wir geistern da an der Küste umeinander und wenn wir Leute finden, dann schenken wir ihnen was. Das heißt, wenn's Noobs sind, ja, also was heißt Noobs, meine ich nicht, wenn's neu gestartete Spieler sind, dann sagt man das ziemlich schnell, also wenn's keine Knarre in der Hand haben und wenn's knockert sind quasi mit T-Shirt und Hosen, dann gehen wir hin, schauen wir, ob wir mit denen irgendwie kommunizieren können. Also ich hoffe, dass mein Mikrofon in-game geht. Ich habe nochmal alles so eingestellt, wie es gehört, mit Standardmikrofon und bla bla bla. Ich hoffe, dass es geht. Ansonsten haben wir Pech gehabt. Dann schießt man alles, was wir sehen. Wenn es ein Spieler ist, der aber giert ist, dann wird gnadenlos drauf geschossen. Wir werden sehen. Ja? Dann werden wir schneller sterben, wenn wir schauen können, weil ich in dem Spiel kein Aim nicht habe und mit der Steuerung auch nicht klarkomme. Aber das ist ja scheißegal. So, Map lasst mir dabei einmal noch auf. Dürft ihr nicht sehen. Listen, it's the sound. This is the sound. So, zur 100%igen Sicherheit schaue ich jetzt nochmal schnell in meine Soundeinstellungen, ob mein Rode Mikrofon wirklich ein Standardmikrofon ist. Weil ich mir sagen habe lassen, dass der Ingame-Voice-Scheiß nur funktioniert mit dem Standardgerät bei Windows. Ja, ich habe es überprüft, Rode USB, dieses Mikrofon ist mein Standardgerät. Zur Not starten wir das Spiel nochmal rein. Start das Spiel sicherheitshalber nochmal rein. Die Map darf ruhig da sein. Ich mag natürlich jetzt nicht, dass irgendjemand sagt, auf was vom Server das ich gebe, sonst kann ich mich gleich umbringen. Ja, das ist eh klar. Jetzt hätte ich fast auf Stream beenden gedrückt. Ich kenne mich keinen Stecker nicht mehr aus. Was ist denn jetzt los? So, Soundsteuerung passt. Zurück. Schließen. Starte das verdammte Spiel. So, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Wird halt schon. Ich gehe mir gar eine halbe, nicht davon laufen. Herr Motzog, den Sie um. Hopp, hopp. Hoppidi, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. An den ganzen Rest, wo ich da schon wieder dazwischen lesen mit, habe ich das gekauft. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. I'm serious. Auf welchem Server, dass ich da der Herr Road flirke, auf welchem Server speist denn du? Das werde ich kaum mehr sehen. Sonst brauche ich nicht den Server wechseln, ohne dass jemand sagt. So.
Serverwechsel. Ich hab da was da. Oh, ich filter nicht. Ich filter gar nichts. Ich suche mir jetzt da einfach irgendwas aus, was einen einigermaßen passablen Ping hat. Das ist vielleicht doch auch noch ganz wichtig. Was nehmen wir da? Das schaut doch gut aus. Ladies and gents, lean back, turn up the volume, and listen. Shit is gonna be serious. This shit is gonna be serious. Steht schon dort, wie ich es gerade erklärt habe. Server-Hopping ist nicht mehr möglich. Sie wollen das unterbinden, dass pro Logout und Login und Serversprung wird deine Wartezeit immer länger. Die ist jetzt bei über einer Minute. Normal loggt es dir auf 15 Sekunden ein. Dann steht dabei, aufgrund des Serverwechsels wurde der Timer verlängert und deine Position möglicherweise verändert. Alles klar. Was? Sag was für der Server, sonst sag ich's am Sam Crow. Und was soll der dann tun? Kliesel ist auf, jetzt kannst du anfangen. Hashtag Prost, Daffy Duck. Sind wir schon dabei? Ich muss auch noch warten. Da dampft mir noch schnell ein wenig. Bürger, wart kurz, ich muss mir schnell eine halbe holen. Korbi, tu dich um. Korbi, darfst du überhaupt schon eine halbe trinken? Ah. Burgfutzner Patchy fliegen lassen. Der einzige, der hier Burgfutzner Patchys fliegen lässt, bin ich. Aus. So, Leute, und wir bleiben heute auch, ja, ich tue euch einmal den Gefallen. Ja, ich habe einen Beschwerdekommentar gekriegt. Das Geschrei wird leider immer mehr. Haben dann gefragt, seit wann er dabei ist. Seit 21 Minuten, keine Ahnung. Das war noch nie anders, wird auch nicht anders werden. So, da sind wir! Friends of Sesan! Wir sind wir fucking. Alter. Alter, wo zur Hölle sind wir? Das da, glaube ich, haben wir schon mal gesehen, oder? Waren wir da nicht sogar schon mal oben? Haben wir da nicht sogar schon mal oben? Brudi. Ja, keine Ahnung. Well. In dieser Richtung wird Vollgas geschossen, los geht's. Erst einmal werden wir noch was essen. Alter, da wird halt voll. Oh my God, we're gonna die. We're gonna die. Fuck. We're all in. Bitches, we're all in. So, wir haben uns aber noch Steaks ein, damit wir nicht am Hungertod nagen. Haut er das Steak ein. Kann man ja gehen dabei, ja? So, da wird geschossen. So wie der Teufel in der Richtung. Schauen wir mal. Wenn wir sterben, was wir dann tun, wenn wir sterben, Alter, ich hab keine Ahnung. Wir gehen all in. Heute ist fucking all in. Wir haben ja nicht, also wie jetzt vielleicht der eine oder andere nicht vielleicht bemerkt hat. Jonas, merci für den Euro. Ruhe ist jetzt nicht. Dexter, merci für den Euro. Hast du schon mal was von The Day Before gehört? Ja, ich bin sehr begeistert von den Trailern, aber wie alle rate ich zur Vorsicht. Schaut zu gut aus. Ich sag, das ist das Spiel, schaut zu gut aus. Ja. Übrigens, nächster Punkt, bis wir mir da mal ankommen. Ja? Oder die Schießerei, weil man die war doch relativ weit weg. Bis wir mir Resident Evil kommt am Freitag. Ob es am Wochenende einen Stream gibt, weiß ich noch nicht. Ich mag es nicht versprechen. Wenn ich krieg eventuell Besuch, dann wird's nichts am Freitag, dann wird's nichts. Da weiß ich noch nicht, wie ich Bock hab. Und wenn doch, dann kündige ich das im Laufe des Tages an. Ansonsten ist Resident Evil Stream natürlich am Montag sofort. Ist eh klar. Okay, da ist jetzt eine Karre. Schauen wir da. Okay. Haben wir noch Schuss in unserem Revolver? Nein. Was braucht unser Revolver für Schuss? Wäre vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Wo ist der scheiß Revolver überhaupt? Wo ist der Revolver? Da ist er. Was braucht denn der? 357er Monat haben wir nicht, gell? Muss ich nicht tauschen. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon geschaut. Ich bin mir nicht mehr sicher. 357. Nein. Für den haben wir nichts. Der war halt für den Nahkampf gut. Aber wenn ich mit der Mosin verkacke, wenn ich mit der Mosin werde, im Nahkampf werde ich verkacken. Sag ich dir, was ist, weil das ist halt nun mal ein Einzelschussgerät. Das war aber ein kurzer Schlagabtausch da. In was für Richtung läuft man mir da?
Schauen wir mal. Norden. Norden ist aber halt auch die falsche Richtung. Wir müssen entweder nach Osten oder nach Süden, damit wir an Küsten ins Noob-Gebiet kommen. Aber gut. So, da vorne. Oh, da vorne ist eine Stadt. Okay, da vorne ist eine Stadt. Da ist garantiert geschossen worden. Schauen wir mal. Ich sag's euch, wie es ist, der erste Spieler, der einigermaßen spielen kann, tut mir weg. Brauchen wir gar nicht. Welcome to the squad! Mr. Cabot! Vergeht's Gott für deine Mitgliedschaft. Ich kann jetzt nicht aufpassen, weil da vorne 100% der Spieler drin ist. Und das Problem ist halt auch so ein bisschen. Holen wir uns mal High Ground. Schauen wir zum Jägerstand auf. Und garantiert ist da drin geschossen worden. Jetzt habe ich schon gemeint, das ist ein Spieler wieder. Hätte schon geschäbert. Fast hätte ich schon drauf. Du. Leute, danke schön für die Donations. Sepp, merci für deinen Zehner. Ich kann gerade nicht aufpassen. Ich muss schauen. Es hilft nichts. Wenn ich jetzt wegen die Donations stirb, das war echt schade. Sepp, merci. Road, merci dir. Was? Auch wenn du unseren Server sagst, wünsche ich viel Spaß. Vielleicht laufen wir uns über den Weg. Und schöne Grüße an Brandy die Wix und an Max und der Havidere an alle. Leute, chillen. Kann man da eigentlich Zoom-Stufen einstellen? Nicht, da wird wahrscheinlich das Ding schlecht sein. Ja, einfach mal ein wenig schauen. Ja, einfach mal ein wenig rundum schauen. Die haben garantiert da drin geschossen. Das ist so sicher was Armen in der Kirche. Da kann man natürlich auch mal schnell nach unten laufen. Ach gut, dass ich das umgestellt habe, dass man auf Shift einen Atem anhält. Das war essentiell wichtig, das sagt ich. Vielleicht lege ich ja doch einen One Lucky Flickshot hin. Jetzt gehen wir mal oben ans Ortsschüttel und dann wieder da rauf und schauen wir, wo wir sind. Ja, damit wir zumindest irgendeine Ahnung haben, weil da ist ja alles bergig da hinten von vorne und was weiß ich. Also ich mag natürlich, ich rede jetzt nicht. Da sind Anden. Das war jetzt natürlich nice to know. Absolutely nice to know. Ob die Anden quaken, wenn jemand hinläuft. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Jetzt schauen wir ganz schnell, wo wir da sind. Das ist und bwa. Und da rennt der Zombie auf dem Dach umeinander. Okay, kann er machen. Kann er mal. Man weiß es nicht. On BWA, das merkt man so mal. Gehen wir mal auf den Stern. Ich glaube, da ist schwer. Das ist immer ein bisschen dumm, da so offen umeinander zu laufen, weil die halt sofort jemand sieht. Wenn du da Open Field so umeinander rennst wie ein totaler Vollidiot. So, eine in den Stern. Map. Wieso geht Map nicht? Map! Wo ist Map? Da ist Map. Okay, passt. ONBWA. Dann schauen wir mal da, das müsste Alter, wo ist denn diese, ne? BWA. Ich meine, das zum Entziffern da ist auch ziemlich schwer eigentlich. ONBWA, Alter. Puh. Rechts oben schreibt jemand. Ja, da finde ich nix, ich bin blind, Alter. Mal kurz noch mit Späne. Nicht, dass ich was her. Nordost, okay. Ach, du die Kruzifix, das nervt auch anders da. Nordost. Da herum irgendwo. Na, muss ich weiter reinzoomen wahrscheinlich. Da ist, da haben wir. Wir haben genau da herum. Und ich würde einfach mal vorschlagen, was wir denn, wir arbeiten uns nach Nordosten vor, Richtung Svetlojarsk, blätt! So, da würde ich sagen, gehen wir südlich, naja, so südöstlich oben an die Küste und laufen wir dann nach oben rein. Ja, das kriegen wir hin. Da waren auf alle Fälle. Oh, der Zombie-Sepp. Laufen wir mal an der Seite da entlang. Ja, Map! Map. So, Leute, bitte. AWR, merci für den Euro. Kevin, merci für deine Mitgliedschaft. Brudi, welcome to the Vollbier Squad. Dankeschön. Leute, bitte. Stop it now mit den Donations. Schaut auf Biergewehre, es gibt einen neuen Merch. Geht jetzt halt eher an die Leute, die mit 10er und 20er schmeißen. Ja? Ich muss mich heute da konzentrieren, weil wenn ich wirklich
wirklich mit dem Dings stirbt. Also, wir kommen eigentlich angelegt laufen. Ja, komm, man kann sich ein bisschen... Ja, das ist nice to know. Okay, schauen wir. Schauen wir, kriegen wir hin. Wir schauen jetzt da ein bisschen umeinander, ob da irgendein Spacken umeinander läuft und lassen wir mit Augen auf und lassen wir uns nicht so vom Chat ablenken. Ich versuche natürlich das Ganze ein bisschen zu kommentieren, so wie man das halt auch meint. Dass ich aus der Weiten da irgendwas erkennen, ist echt schwierig. Den Zombie hätte ich jetzt nicht gesehen da hinten. Also gar keine Chance nicht. Absolut hier keine Chance nicht. So, jetzt schauen wir mal, was ist denn das eigentlich für eine Richtung? Da Nordosten, wir müssen da so umher. Aber jetzt läuft man so rundum an der Map, das kriegen, also an der Stadt, das kriegen wir schon hin. Was ist mit der M4? M4 haben wir nie gefunden. Mein AK, da habe ich das Magazin verloren, aber das hätten wir sowieso verloren, sage ich dir ganz ehrlich, weil wir da auf die Wave geschossen hätten. Ich gehe jetzt ganz schwer davon aus, dass der erste Spielerkontakt nicht lange dauert. Wir haben auf alle Fälle auf einem viel befüllteren Server, als wir vorher gespielt haben. Nicht voll, aber auch nicht leer. Und wenn ich da so sehe, dass da alle Tieren off sind, überall. Oh, lecker. Laufen wir jetzt einmal da oben, würde ich sagen. Matthias! Hau du Bürger, was machst du heute? Bin jetzt erst gerade dazu gekommen, Airfield, Hashtag Map. Nein! Serverwechsel ist done. Was für Server? Sag ich nicht. Heute gibt's PvP only. Merci für deine 25 €. Die ziehst jetzt sofort zurück, schaust auf bürgerwehr.de, es gibt LeBron-Merch. Danke. Können wir das so machen, Herr Matthias? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, lassen wir den Stream zurücklaufen. Die ersten 10 Minuten gibt's Bürgers Teleshopping. So, wir looten auch nichts mehr, scheiß auf Loot, oder wir suchen nur noch Leute. Wir suchen nur noch Leute. Eigentlich sollten wir auch unseren großen Rucksack ablegen. Vielleicht findet man einen Noob. Was ist denn das für eine Stadt da unten? Ja, ich will ein bisschen schauen, ob man verfolgt wird oder so. Schauen wir mal. Jetzt pass auf. Ist das schon? Das ist östlich, das ist die Stadt, wo wir hinwollen. Da unten brennt was. Da unten brennt was. Ist das Player-driven? Was zur Hölle ist diese denn? Was zur Hölle brennt da? Was brennt da? Ich darf nicht so schreien, Entschuldigung. Gemütlich, gemütlich, gemütlich. Darf man vielleicht nicht so fucking Open Field? Stehen bleiben ist auch immer ganz schlecht, deswegen wackelt es auch so stark, es hilft nicht. Wenn du stehen bleibst, hast du verratzt. Wenn ich da einen Spieler stehe, dann schieße ich ihm sofort den Kopf, das ist aber sowieso klar. Dann laufen wir mal da so ein bisschen an die Bahn entlang. Also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir mir da heute keinen Spieler nicht finden, dann heiße ich Hans Dampf. Dann mag ich einfach nicht mehr. Ist unmöglich. Mir wundert es schon, dass wir da oben in der Stadt keinen gesehen haben, weil da haben sie gescheit geschossen. Da hat einer den anderen umgebracht, das garantiert er, und der andere ist davor gelaufen. Schauen wir mal, was da los ist. Zombie. Ich hoffe, dass ihr das einigermaßen seht. Ja. Geil war natürlich, wenn wir natürlich AK, M4 oder die UMP gehabt hätten. Das war natürlich saustark. Sehr, dann kann man auch mal in den Heiserkampf gehen. Ja? Einfach ein Magazin nur reinrotzen, das wird dann schon passen. Aber schwierig. Haben wir gesagt, oder wir reden jetzt 22 Stunden umeinander, wir haben ja jedes Military-Gebiet und jedes Airfield und was weiß ich was mitgenommen und haben nichts gefunden. Außer ein AK-Magazin, und da haben wir uns echt schwer, dass wir das vollkriegen, Alter. Herr Mr. Arledas, welcome to the squad, Brudi, Dankeschön. Bitte lenkt's mich nicht so stark ab, weil ich mag nicht einfach sterben, ohne dass ich wenigstens einen Schuss auf einen Spieler abgib. Unabhängig davon, ob ich triff oder nicht. Ja, da darf schon was gehen. Wenn ich zuerst sage, schauen wir mal. Aber heute gehen wir mir aggressiv an der Küste entlang und schauen wir, ob wir etwas finden. Alter, was ist da mit den Zombies? Ein Bauhelm auf der Gute. Der Gute, was ist denn da eigentlich los? Was ist das? Das ist das Halloween-Event. Es ist aber leider kein Halloween. Was ist los mit dir? Verstehe die Frage nicht. Manu, merci, meine Frau wünscht sich ein Los-Me-Shirt mit.
fix. Da muss ich mir was einfallen lassen für Los Me. Jetzt hat es gerade erst vor einer Viertelstunde neuer Merch gegeben. Was? M4 in Sack? Du hast der M4. Was? Ja, Kinder, man, ganz geistig behindert bin ich auch nicht. Ich habe ein M4, das ist richtig. Da, sogar ziemlich geile. Ja, die ist ganz gut beieinander. Das Problem ist, mein Gegner tot klicken funktioniert nicht. Ich habe weder im ganzen Ding kein Magazin, kein Standard-Moon oder sonst was gefunden. Ich habe kein Magazin dafür. That's the problem. Ja, ich weiß, dass ich M4 habe. Die hilft mir nur nichts. Ich bin behindert, aber nicht komplett behindert. Der alte Jager, merci für den Drilling. Sorry, ich war Montag auf Ansitz erst Bock dieses Jahr, da musste ich ja noch getrunken werden. Oh. Hey, ich war ein Reh. War ich nicht. Merci dir für den Drilling. Und WB. Ich hoffe, du kannst einigermaßen gerade ausschauen. Ich auf alle Fälle schon wieder einen Gockelmann. Gockelmann her, ich. Ja, wir laufen jetzt da ganz. Was also ein bisschen ein Problem ist, der fette Scheiß-Rucksack. Der fette Scheiß-Rucksack kostet so viel Ausdauer, dass man mir da nichts machen können. An die Küste. An der Küste findet man am ehesten Leute. Küste der Straße von Stadt zu Stadt entlang, da findet man am ehesten irgendwelche Leute. Bin mir nicht sicher, ob ich da hinten was gehe, sehen. Was, die ständig in Bewegung, auch wenn du mal stehen bleibst oder so, hat alles. Der Frosch sagt Quark. Was schreit denn da unten alles, sag einmal? Zombie-Sepp da oben. Kann gleich mal abhauen. Da steht der Zombie-Sepp unten. Ja, schleicht man da vorbei. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Also, wer jetzt daheim sitzt und vielleicht nicht so viele Spiele spielt, haben wir wieder mal eine Noob-Erklärung. Warum bleibe ich nicht einfach stehen und schau, sondern bewege mich meistens irgendwie hin und her? Weil ich... Also Zombie auf alle Fälle. Weil ich nie weiß, ob mir gerade jemand zuschaut. Ja? Und wenn mir jemand zuschaut und ich bleib stehen, dann kann ich auf den Headshot warten. Hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn mich keiner sieht und ich bewege mich die ganze... Oh shit. Und ich bewege mich die ganze Zeit. Die Spähe in Glaskasten, nein, du Spacken! Da ist der! Okay? Deine Mutter! Da ist der! Nimm Einheiten. So. Und dann trifft diese Steuerung von dem Spey! Ah, halt doch dann dein Maul! Ja, Falter! Bist du Alter, bist du als Gusseisen oder was? Grütze, fix kriegst du einen Schlaganfall. Funktioniert nicht. Und deswegen hasse ich diese Steuerung. So, Moos hinaus. Gar nicht lange umeinander gurken da. Zombies triggert man jetzt nicht da. Nach Möglichkeit zumindest. Und dann sind wir eh schon an der Küste. Also ist auf alle Fälle alles voll Zombies, die können dabei eintriggert haben. Muss nichts heißen. Schauen wir mal, findet man schon jemanden. Schauen wir mal da hinten, was haben wir da hinten gesehen? Zombie. Okay. Nur die Ruhe. Ah? Scheiß Gusseisen-Sepp. Kannst du wieder aufdrehen, was du möchtest, fällt nicht um dir Huhn. Fällt nicht um dir Huhn. Oh, da ist ein Military Container. Da schauen wir natürlich schon ein. Ah, da schauen wir natürlich schon ein. Schauen wir, ob da was los ist drin. Was haben wir da? Eine wunderschöne Rauchgranate. Um Aufmerksamkeit zu erregen, letztes Mal haben wir ja gelernt, wenn man Granaten wirft. Ich sage euch, was ist, ich hab's schon wieder vergessen, aber das ist so wurscht. So, also wir haben auf alle Fälle an der Küste. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann lauft man da Richtung Süden und da lauft man jetzt entlang. Und ich halte es für unmöglich, dass wir da nicht mindestens einen verdammten Spieler sehen. Oh! Na, servus, ich mach wieder zu. Heute Ehre! Passt, gut gegangen, wieder schauen.
Back to the Roots ist der LeBron. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo der LeBron gespawnt ist, weil das gerade jemand im Chat sagt. Ich weiß nicht mehr. Aber kann schon sein, dass wir in der Nähe von denen Container gespawnt sind, ja. Oh, Schulranzen. Eigentlich sollte man den mitnehmen und unseren riesen Rucksack weg, da wenn wir eh schon auf die Jagd gehen. Was haben wir da? 15 Schuss FX-Magazin. Ja, nehmen Sie mal mit. Können wir verschenken. Ah, irgendeinen Noob, den wir finden, schenken wir ein Pistolen-Magazin, aber kein Pistolen. Ha! Noob! Was haben wir da? ABC-Hose. Ja, vielleicht hätte aber ich gerne eine DEF-Hose, du Mongo! So, passt. Wieder schauen. Gockelhahn hier auf alle Fälle. Gockelhahn hier. Darf man nicht so viel sprinten. Können wir auch mal uns da irgendwo auffüllen und ein wenig rundum snipen. Können wir auch mal probieren. Vielleicht aber auch eine WASD-Hose. Ja, die darf ich auch nicht mehr, Kathi. Die darf ich auch nicht mehr. Die gute über die WASD-Hosen. Mit der links du in alle Richtungen rein. So, grüß Gott. LeBron am Start. Ich mag es. Also manche Zombies schauen schon geschissen ähnlich aus wie ein scheiß Spieler, gell? Gut, C-Fix, ey. Naja, gut. Das da bringt uns nicht weiter. Sollen wir der Straße entlang laufen? Straße oder Gleise? Oder Küste, Straße oder Gleise? Wo soll man laufen? Was sagt ihr? Da steht ein Auto? Wo steht ein Auto? Wir kennen unseren Plan, Ja, der schreit so viel, was ist da los? Das erste, was ich gelesen habe, ist Küste. Wo ist das Auto gestanden? Wunschdenken? Wo ist das Auto gestanden? Bin ich behindert? Also... Ich sehe kein Auto. Also ich sehe schon Autos, die da hinten, aber die haben nicht zum Fahren. Also die haben nicht zum... Weißt schon, zum... Herrichten und Wegfahren. Glaube ich. Oder du wirst... Sonst haben da weit und breit keine Autos. Ich mein's die da. Die sind nicht zum Herrichten, sehe ich von da. Aber danke für den Hinweis. Herzlichen. Gut, dann gehen wir an der Küste, Kinder. Dann gehen wir an der Küste, wobei ich glaube, dass man an der Straße wahrscheinlich eher Spieler treffen, vor allem Neulinge, weil man sich an der Straße halt viel leichter orientieren kann. Wir nehmen die Boote mit, das ist wichtig, weil vielleicht findet man Fischer nicht, dann können wir so einen Gilli bauen. Aber die haben in der Regel normalerweise gelootet. Tipp von mir an die Boote: spawnen gern so Trockensäcke, so Packsäcke, so wasserdichte und eben Fischernetze, und aus denen kannst du Ghillie-Suits bauen. So. Was ist das da vorne? Oh, Leuchtturm, da schauen wir auf. Leuchtturm, schauen wir auf. Der wir mal Mosin weg. Und da ist halt unfassbar schwierig, dass du jemanden spottest, der da entgegenkommt. Und da, wenn, dann läuft er auf uns zu. Wenn jemand von da wegläuft von uns, dann erwischt man ihn nicht. Jetzt gehen wir mal in Leuchtturm auf. Schau mal, Leuchtturm auf. So, machen wir die Bude zu. Kommen wir nicht zu, mal. Schade. Leuchtturm auf. Schauen wir mal, wo wir sind. Ja, da bleiben wir jetzt auf. Da bleiben wir jetzt auf 7:30 stehen. Da bleiben wir jetzt auf 7:30 Uhr stehen. Schauen wir uns die Map an und schauen wir, wo wir sind. Ich weiß ziemlich genau, wo wir sind. Nämlich genau da. Da ist der Leuchtturm. Easy peasy lemon squeezy. Das heißt, mein Gott, nerv mich nicht. Created join the group. Deine Mama ist ein Group, Alter. So, da kommt jetzt an der Küste sehr lang nix. Also wirklich sehr lang nix. Da war ein Player Spawn übrigens. Player Spawn, diese kleinen Punkte da. Überall da. Der Küste entlang haben alles Boote. Dort die checken wir, ja, für Fischernetze. Aber auch Player Spawns. Ja. Und haufenweise Boote, Player Spawns, also ein bisschen im Wald drin und so weiter. Und irgendwann kommen wir in die nächste große Stadt. Nach Berenzino. Die kenne ich auch noch, die hat es früher schon gegeben. Haben es wahrscheinlich umgebaut, aber ist ja wurscht. Und dann schauen wir da drin, ob wir da drinnen einen Spieler finden. Ja, ganz einfach. Der wird nicht allzu lang dauern. Hashtag Map. Matthias! Nimm dir die Küste vor, dann kannst du wegen am Gilli schauen. Jawohl, das war der Plan. Merci für den Fünfer. Alex, mein Name ist Alex und ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
Alex, merci. Matthias, nochmal merci. Der alte Jäger, merci. Manu, merci, Leute, an alle merci. Ich kann heute auf keine Donations aufhalten, das darf man heute einfach nicht. Bitte, bitte spart euch auch eine Donations und schaut auf biergerwehr.de, schreibt Ausrufezeichen Merch. Ich hab extra was gemacht, damit wir uns heute einmal die Donations sparen und uns nur aufs Spiel konzentrieren. Heute wird weniger geschrien, heute wird sich konzentriert, heute wird versucht, PvP zu machen. Wenn man gnadenlos untergeht, das prophezei ich jetzt schon, weil ich keine Ahnung habe in dem Spiel von PvP. Aber it's all about the gameplay. Wird einmal wieder Zeit. Vielen herzlichen Dank. So, spart euch Donation, zieht es meinetwegen zurück, ist mir egal. Kauft euch ein T-Shirt, habt was davon. Haben wir uns wirklich Mühe gegeben. Dankeschön. So, schauen wir mal da auf den Dings da auf. Oh, was liegt denn da? Da liegt auf alle Fälle schon mal was. Schön, liegt neben dem Boot, glaube ich, liegt schon mal was. Aber recht weit sehen der wir nicht. Ah, da gibt's das Meer. Das Meer. Zeig mir mal das Meer. Gibt's eigentlich auch Meer? Was ist das? Okay, ich meine, das ist Loot, das ist Stur. Okay, this is not how it works. Dann gehen wir wieder oben. Was soll wir da herum? Scheiß der Hund drauf. Nicht oben fallen. Ah, das ist sowieso ein bisschen. Da hätten wir auch die Hitbox von der Lord der Gräser machen können. Was ist eine Hitbox? Hey, 5 Noob-Minuten. Obacht. Hitbox. Oft in Shooter vor allem. Ja, ist so. Da haben Spieler eine Hitbox. Was ist eine Hitbox? Du meinst normalerweise, wenn du auf den Spieler schießt und du triffst einen Millimeter am Arm, dann triffst du den Spieler. Ja, ist nicht immer so. Ein Spieler und Objekte im Spiel, generell in Spielen, haben Hitboxen. Das heißt, es ist ein viereckiger Kasten, meistens unsichtbar um den Spieler rundherum. Das heißt, du triffst den auch gerne mal, wenn du ihm einen Millimeter am Kopf vorbeischießt, weil er eben eine Hitbox hat, wo die Kugel einschlagen kann. Und dann zählt quasi der Treffer. Das nennt sich Hitbox. Falls euch jemand mal dieses Wort um die Ohren schleudert. Für jeden, der jetzt natürlich schon mal einen Shooter gespielt hat oder öfters natürlich gespielt, der da ist. Ich weiß, Alter, was erklärt er jetzt Hitbox? Bist du geistig behindert? Ist mir schon klar, aber in meiner Community sitzen auch einige Leute, die spielen nicht so viel oder gar nicht. Die schauen sich mein Gedöns bloß so, weil sie halt auch was zum Singen haben wollen. Und ich weiß selber nicht, warum sie sich so schauen. Okay. Weißt du, was es ist? Hashtag ProGamer. Der X-Treaks, der hat's verstanden. Ja, man muss einmal die grundlegenden Dinge erklären. Kerze. Kerze, habe ich sehr viel positive Resonanz dafür gekriegt. Wenn wir diese einfachen Dinge erklären, weil doch mehr Leute da sind, die halt keine Ahnung haben, was ja nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Und wir haben auch irgendwann einmal nicht gewusst, was eine Hitbox ist. Ja? Oder wenn Sätze fallen wie Alter, der Rare Mob da im Eck hinten, der droppt eine dermaßen OP-Waffen mit 800 DPS im Gesicht, dass du sagst, Kruzifix, die brauche ich. So, wer weiß jetzt, was ich gemeint habe? Wer im Chat hat gewusst, was ich meine und wer hat nicht gewusst? Kiten kannst du auch gleich noch erklären. Kiten, habe ich letztes Mal schon erklärt. Erkläre ich aber gern nochmal. Was ist Kiten, Alter? Kiten haben wir schon mal erklärt. Kiten ist, wie nennen wir das? Apps hinter sich herziehen. Leider Gottes habe ich jetzt gerade kein Zombie nicht im Umkreis nicht, wo ich das demonstrieren könnte. Kiten kannst du eigentlich in Face spielen und ist eine gern exploitete ist es eigentlich als Exploit, weil kein Spielerentwickler der Welt möchte, dass seine, da ist auch wieder kein Loot nicht. Also irgendwie an die Boote war schon mal mehr Loot, keine Ahnung. Kiten. Gesundheit. Kite mal den Mob um und Bam rundum. Gesundheit. Also, du aggrost einen Zombie. Was ist aggron? Du ziehst halt den Zombie auf dich. Ja, der ist wütend auf dich, lauft man nach. Wir vorher jetzt gerade. Stellen wir uns das vor. Den habe ich sowieso gerade kurz gekitet. Wobei Kiten erst dann kiten ist, wenn man währenddessen man ihm Damage macht. Also Schaden macht, schießt auf ihm, was auch immer. Der läuft dann nach. Ja, Kiten ist die Mechanik, dein Gegner hinter dir herzumziehen, dass er nicht auf dich zukommt und auf dich Schaden machen kann,
aber während er dir nachläuft, du ihm Schaden machen kannst. Das heißt, als da jetzt die ganze Zeit rückwärts laufe und schießt die ganze Zeit auf ihn. Ja? So, schieß auf ihn, schieß auf ihn, schieß auf ihn. Und jetzt mal zum Beispiel, wenn ich ihn triff, wird er langsamer. Und er kommt einfach nicht zu mir her und ich schieß die ganze Zeit auf ihn. Das ist Kiten. Was haben wir denn da Schönes gefunden? Trockensack. Schau her. Und eine Pipsi. Die hauen wir uns ein. Einfach weil wir es kennen, weil wir es gerade gefunden haben. Die hauen wir uns ein. Dass da kein einziger Spieler ist, ist mir ein absolutes Rätsel. Alter. Das gibt's ja einfach nicht. So unmöglich. Unmöglich. Ich komme auf den Server, ist weg schon. Was haben wir denn da? Ein Leichtpistolen. Alter, die Mund drin. Nein. Oh, da ist ein wenig Lutsche, ja, Trockensack. Vielleicht muss ich auch ein bisschen genauer schauen, ob da so Fischernetze liegen, nicht, dass ich das irgendwie übersehe oder so. Kann da auch was unter dem Bootsbahnen? Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das haben sie schon gefixt. Das sagt euch. Merkt euch, Kinder, immer schon den Socken Dreck halten. Ja, genau. So. Ja. Gibt es sonst noch was zum Erklären? DPS, was heißt DPS? Damage per Second. Ist jetzt in dem Spiel irrelevant, weil es keine Werte für Schaden nicht sichtbar gibt. Aber in World of Warcraft, Diablo, in jedem Rollenspiel irgendwie gibt es Waffen, da steht dann dabei 28 DPS. Dann heißt es, die Waffen macht 28 Schaden pro Sekunde. Daran ist halt bemessen, wie stark eine Waffe ist. Oft. Dann kommen noch so andere Werte dazu, wie keine Ahnung, Attack Speed, wie schnell das halt zuerst und lauter so an und daraus ergibt sich der Schaden pro Sekunde, was der Hauptindikator normalerweise für Waffen oder allgemein für Damage Dealer in Spielen ist. So, hat aber mit der IC nichts zu tun, deswegen lassen wir das weg. Elo, was ist Elo, Alter? Elo hat in der IC... Alter, wir haben einen Gatt gefunden. Oh, ich habe einen Gatt! Easy life, das soll ich mitnehmen. Aber so mit einer Gatte, da soll ich einen Spieler da schlagen mit der Gatte, ich weiß es nicht. Alter, es gibt echt Gatten, schau her. Schau dir die so, Alter. Und nimm die mal in den Tent. Haben wir das auch noch im Bugel, aber kann man die ausfahren, oder was ist mit der? Was ist mit der? Angelroute Makilos. Was können wir mit der da? Die muss man doch irgendwie ausfahren können, wie geht das? Scheiß auf Gatt, wirfst weg! Geschissen! So, da vorne, übrigens, da vorne links, sehen wir auf alle Fälle schon mal den Bläschel da. Ah, rausgehen, haben wir nicht mehr weit weg von der nächsten Stadt, kriegen wir schon. Was ist Damage? Herr Austriaman, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich mache mir jetzt da nicht über irgendjemanden lustig, der nicht weiß, was Damage ist. Gibt auch Leute, die kein Englisch nicht kennen, um Gottes Willen, irgendwann hat es einen Zeitpunkt gegeben, da hat keiner von uns Englisch kennen. Damage heißt nichts anderes wie Schaden. Schaden. Aus. Damage ist gleich Schaden. Auf Englisch. Alte Schurkenweisheit. Crit overall, bitch! Ja, stimmt. Es gibt nicht bloß Attack Speed, es gibt ein Crit und dann gibt's... We got a player over here! Guys, we got a player! Hey! Hello, sir! I'm a friendly player. Can you hear me? Hello! We finally found someone! Can you hear me? Sir? Hello? No! Don't disconnect. What are you doing? I have some food for you. Hello? Hello? What? Hello? It's me. LeBron is waiting for you. He's gone. Hello? It's me. I'm talking to you, Susie. Wie kommen Text nicht egal, oder? Oh. Oh. Sadly brown noises. Oh. Hello? Can you hear me? Hello, hello. Was schenken wir ihm? Ich schenke ihm was. Ich schenke ihm einen Topf. Pass auf, ich schenke ihm ein Steak. Wie zeigt man? Nein, nicht. Nicht am Facker zeigen.
Wie sagt man? Was tut er? Hey, I got a Helk steak for you. Dude, I got a Helk steak. Nobody! I got a Helk steak for you. Hey! Du undankbarer Hurensohn! I got a Helk steak for you! Brudi! Was soll ich jetzt da mit dem? Shots are fired! Ich mag ihn nicht erschießen. Nobody denies my fucking health steak! Bitch! Und wen ist er im Nachdruck? Jetzt hab ich das da in den Träger geworfen, das gute Hecksteak! Dude! 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 Wait! Lass mir nach. Lauf ihm schon neu! Ich mag ja nicht erschießen! Ich mag ihm ein Hecksteak geben! I'm good guy Lee! Batman! Gut, dass du Begriffe immer gehst, muss ich nicht da, weil mein Frauchen schaut auch immer mit zu. Wann gibt's die Weißwurst, die Handyhülle wieder? Was für Weißwurst? Was? Das ist eine gute Frage, Alter. Was tut denn? Der ist über... Alter, merci für deine 55. Grüß an deine Frau. Matthias, merci für den Euro. Matthias, nochmal merci für den 5er. Und alle, die sonst so sagen. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Also, in Spreadshirt ist ein bisschen das Problem, dass es keine anständigen Handyhüllen gibt. Die gefallen mir nicht so hundertprozentig. Deswegen habe ich meine Motive fast nirgendwo meine Dinger fast nirgendwo auf Handyhüllen drauf. Glaube ich. Da habe ich schon lange nicht mehr nachgeschaut, um ehrlich zu sein. Ganz am Anfang habe ich das irgendwie da mit den ersten Motive und dann nicht mehr. Wo ist jetzt der pinke Volldeppi? Wie geil der Typ einfach dann umdreht und schaut mich so. Jeder läuft normal sofort zickzack davor. Er dreht sich um und denkt sich: Fuck you, Mr. LeBron. Ja gut, bleiben wir an der Küste, schauen wir, was da los ist. Er hat halt nicht schmerzen können, das ist ein wenig schade. Aber gut, hilft mir. Schau, weil der muss ja da unten irgendwo an der Küste noch laufen, gibt's ja nicht. Der hat keine Angst. Ich möchte ihm ja nichts tun. Er ist ja nicht akut, der hat ja nichts. Was bringt man das? Da ist er! Dude! I got a health steak! Dude, take it! Please, please, I'm offering, sir, I'm offering you one health steak. Look at this. It's the finest health steak in town. Wait. Here, I dropped it. Best health steak. This is a present. I won't kill you. If I wanted to, What the fuck is wrong with you? What the fuck? Dude! Why are you denying my egg steak? I made it with so much love. And LeBron's love is infinite level. Please, take my steak. Please. Please! Take it. Yeah! He took it! Is this a richtiges English? I don't know. Can you hear me? What? This is a one hell of a heck steak, don't you? No? What'd you say? Want some more? Some more heck steak?
Very nice. Have a nice day. Bye bye. Lass doch in Ruhe. It's a good dude. It's a good dude. It's a good dude. He got a one nice Hulk steak. One hell of a Hulk steak. He's good to go. Nice. Gibt's einen Textchat? Gibt's einen Chat? Goddammit, es gibt einen Chat, keiner sagt was. Das ist schon seltsam, gell? Wenn der nicht zurückkriegt und er steht da und tut so umeinander und... Den der schießt jetzt ist lame. Das ist einfach nur lame. LeBron ist kein lamer Dude. LeBron isn't lame. Du Birger, es gibt einen Chat. Hab ich nicht gewusst. In dem Spiel gibt's keinen Chat. Das ist eine Lüge. Ich hab keinen gesehen. Nein, das ist das. Jetzt den Typen, der schießen ist das Letzte. Lieber laufe ich mit der mit und schau, was er so tut. Schau mal, was er so tut. Walleck, schau, was wir gefunden haben. Schau, was wir gefunden haben. Schau, was er tut. Ich verfolge ihn einfach die ganze Zeit. Der LeBron ist jetzt der Schutzengel, Leute. Den ersten, der schießt. Ich hab nicht gesagt, den ersten, der schießt. Wenn er nichts hat, gib ich ihm was. Wenn er eine Knarre in der Hand hat, dann versuche ich drauf zum Schießen. Werde aber nichts treffen, sag ich dir, was ist. Sobald sich der bewegt, keine Scheißen im Spiel. Das ist eine sehr eine Leggy Hulden, so ein Scheiße. Jetzt sitzt man so mal schnell daher. Muss ich schnell was schauen? Aha. Okay, ja doch, Grafik ist aufgedreht, der machen wir auf 100. Mehr Frames, mehr gut. Da ist vielleicht eine ganze Ruckler. Ja, läuft schon um einiges besser. Läuft instant besser. Sehr schön. Mehr, weiter geht's. Haben wir Titanic gefunden, Jay? Impressive. Was, ob da Loot gibt drin? Sollen wir es rausfinden? Einige oder nicht? Ja oder nein? Einige? Ja oder nein? Ab in den Chat. Los geht's. Auf dem Schiff war ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Keine Ahnung, ob es da jetzt Loot gibt. Keine Ahnung. Sepp! Grüße aus Thüringen! Bester Streamer! Sepp, das ist zu übertrieben, du weißt es. Bussi aufs Nussi. Grüß nach Thüringen. Ja. Eine mit mir. Oh, unser Best Friend. Unser Best Friend ist auch drin, Jay. Schauen wir mal, was da so gibt. Okay, wir haben... Aha. Sollen wir Jetzt gibt's ein Social Experiment, pass auf. Pass auf. Ich hab jetzt da Pistolen aufgeklappt. Wo ist denn die jetzt? Wo haben wir die Pistolen jetzt? Können sie wieder keiner ausgehen. Wo sind die Pistolen? Ich hab doch vorher ein Magazin für das Ding aufgeklappt, oder? Ist die Pistole noch da? Wo ist die Pistole jetzt? Gun. Wo? Ah, im Topf vielleicht. Ja, da haben wir jetzt Platz drin, gell? Ja, aber die müssen wir jetzt da irgendwie außer da. Keine Ahnung. Aber wie der wir das? Ein Revolver mag ich eigentlich nicht wegschmeißen. Oh, mein Blut habe ich noch. Kriegen wir das da irgendwie eine? Nein. Haben wir da irgendwo Platz? Haben wir da einen Platz? Haben wir da einen Platz? Da haben wir Platz. Da haben wir mal das Blut rein. Dann können wir das da her da. Dann können wir das da her da. Ah, die Pistole ist eine nette Nahkampfwaffen, die behalte ich mir. Das sagt der ich. Schauen wir, da ist meine Pistole her. Ist das nicht ein FX-Magazin gewesen, was ich da aufgeklappt habe? Da, 15 Schuss FX 45 Magazin. Kombinieren. Bäm, Alter. Und schau mal, Knarre da. Das ist keine Ruhe da. Der pinke Sepp. Da denn der pinke Sepp. Was haben wir denn da? Nagelkiste schon wieder. Easy, Alter. Easy. Was braucht das Ding für Munition? 45 ACP-Moon. Ja, Freunde der Sonne, die haben wir doch.
Wie viele Schuss sind da drin? 12 Stück. Dann da ich sagen, machen wir volles Magazin. Sind 15 Schuss drin. Tauschen. Magazin kombinieren und schon einmal bis die funktioniert. Schon mal gesagt, na nicht eine geht dem Typen da schießen, das was da ist direkt zusammen gewesen. Na, das darf man nicht, das ist lame. Also das ist wirklich lame, der hat ja nix. Ich kann mir das denken, wer von schießt, das ist lame. Man fangen einfach wieder an der Küste an und weißt, vielleicht sagt man sagt sie immer zweimal im Leben. Das ist eine wichtige Weisheit übrigens, die wirklich so weitergehen kann. Man sagt sie immer zweimal im Leben. Trust me, man sagt sie immer. Ich wiederhole, immer zweimal im Leben. Immer. Hat sich auf alle Fälle rentiert, dass wir in das Schiff alleine gegangen sind, weil die Pistolen können wir brauchen. Weil mit der kann man schon einmal, weißt du, im Nahkampf kann man schon einmal ein bisschen so peng, 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 peng. Ja, peng, 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 peng. Ja, geht schon, geht schon. Stolzer Löwe, was ist ein Rage Quit? Rage Quit direkt übersetzt. Rage, was du einfach ausflippen und Quit, was du einfach aufhören oder beenden oder was auch immer. So, wirst erschossen in einem Spiel, fangst das Rage an und hörst auf, das ist ein Rage Quit. Alt F4 Rage Quit. Was ist. Da ist Sumpf, da können wir nicht durch, ich weiß nicht. Da vorne ist die große Neustadt. Da ist die große Neustadt. Man sieht sich zweimal im Leben. Zitat des Snipers. Ja, ist so. Schau, da vorne läuft da unser Dude. Hätten wir schon 100 Mal umbringen können. Ich glaube, das. Sollen wir ausprobieren, was passiert, wenn wir ihm die Pistolen geben? Sollen wir es probieren? Sollen wir probieren, ob er uns da schießt? Sollen wir? Ab in den Chat, ja oder nein? Herr Stolzer Löwe, ja, die ist okay. Sollen wir es probieren? Nein, ja? Nein, nein, nein? I absolutely trust fucking no one. Don't trust anybody and nobody trust me. Jeder schreibt nein. Ja, gut. Die Community entscheidet. Also 90% schreiben nein. Der wird sich halt auch denken, Alter. Weil nur dazu der Lag auf dem Server. Das kann jetzt natürlich an dem seiner Internetleitung liegen. Wer weiß, wir brauchen noch einen zweiten Spieler, den wir ein wenig beobachten können. Da triffst du sowieso keinen mit deiner Sniper. Da kannst du mal was du magst. Du musst mit der AK einrotzen. Polz doch, fix! Polz schon. Polz schon. Gemeiner Riesenschirmling. Los, belegen brauchen wir nicht. Aber jetzt gehen wir mal da so ein bisschen mehr Open Field, dass wir ein bisschen was links sehen, ein bisschen was rechts sehen. Ich kann ihn einmal fragen, ob er ein Fischernetz hat. Sir, I have a question. Do you have found a fisher net? We can trade. I got food and something to drink. Und er so? Alter, was ist das? Der legt umeinander wie ein Chernobyl-Sepp. Der versteht ja, ist ja gar nicht da. Der hört mich auch nicht, sag ich dir, wie es ist. Wo sind der umeinander? Was ist denn los mit dem? Oder wenn ich genau so eine Hurenverbindung habe auf dem Server, dann trifft halt mich auch keiner. Ich habe mal was geschrieben. LeBron to Pink Guy. Hello? It's me. Ja, das ist literally der 4000 km/h Sepp. Der verfolgt uns überall, Alter. Das ist der Beam Me Up Scotty Sepp. Lauer, mehr als wieder Euro. Man sollte da nicht unbedingt mit einer Mosern vorher mehr rumfuchteln. Hashtag erste Donau übersehen. Leute, ich hab euch gewarnt. Die habe ich aber auch nicht gesehen. Ich habe euch gewarnt. Stop it. Sorry fürs Übersehen. Bussi aufs Nussi fürs zweite Mal. Merci. Schaut's auf Biergewede, es gibt neuer Merch, es gibt LeBron Merch für alle, die gerade zugeschaltet haben.
Nagelneu. Spult's den Stream zurück. Die ersten 10 Minuten gibt's Bürgers Teleshopping. Das glaube ich hat unseren Dude sowieso was. Genau, das nicht. Da ist er, wo ist er? Ach, der soll mir im Arsch lecken, der hat keine Ahnung, der hat eine Verbindung beieinander, ja, Holzmodem, was tut er denn? Lauft da nichts, aber ich sehe da schon wieder keine Zombies und nix. Das heißt für mich so viel, da ist einfach nix. Das gibt's ja nicht! Where are the people? I'm looking for friends. Sir, my name LeBron. Si, fliegen. Ja, da vorne Zombies. Ist es ein Zombie oder was? Ja. Die haben aber so weit drin gespawnt. Pistolen aus. Mit der Pistolen fühle ich mich irgendwie. Ist this finally a car? No. Gibt's denn die Züge was? Das haben wir uns nie angeschaut, glaube ich, gell? Gibt's da drin? Ja, da liegt tatsächlich Loot drin, schon. Ein Besen! Da schlagen wir Zombies mit dem Besen! Hello! Hello! Also ich weiß es nicht. Dani! Danke wieder in 5er. Bussi auf Sussi. Leute, bitte nicht donaten heute. Heute nicht. Ich hab extra Merch ausgedroschen. Wir haben uns so viel mit Mühe und Liebe haben wir uns gegönnt, dass wir ein Merch ausdreschen, damit wir uns heute mal die Donations sparen, aber es hört trotzdem nicht auf. Verliere ich den Glauben an die Menschheit. Sag ich dir, was es ist. Dani, merci dir. Die Dani, der Dani, wissen wir. Was blärt denn da so? Was schreit denn da so? Das hat sich nach einem Fuchs. Hat sich nach einem Fuchs gehört. Gibt's Fuchsen in dem Spiel? Ich mag einen Fuchsen! Das war noch geil, wenn man Tiere zähmen kann. Das war cool. Das war richtig stark. Jetzt ein bisschen nach Wolf, hä? Willt's auch Wolf? Weiß nicht. Weiß es nicht. Leute, das gibt's doch nicht, dass da keine Menschen sind. Was ist los mit dem Spiel? Wie spät? Es ist schon wieder 4 nach 9, ich möchte mich verarschen. Ich wollte halt so gern die Serie des LeBrons beenden. So gern wollte ich das beenden. So gern. Schafft man wieder nicht. Sag ich dir, was ist? Ah, das sind schon Polizei, glaube ich. Ein Polizei. Sag ich dir, was ist? What does the fuck say? Zombie-Sepp. Da müssen doch Spieler sein. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's halt einfach nicht. Was das sind überall scheiß Zombies, dass du nirgendwo hingehen kannst. Was ins Polizeiding können wir uns einmal einschleichen. Oh shit. Tja, ihr Spacken! Oh, da kannst du sogar noch Loot herin. Können die Treppen steigen? Da kann tatsächlich noch Loot herin sein, der sich rentiert. Da haben gern Waffen herin. Das ist das Polizeigebäude übrigens. So, wir haben umzingelt von Zombies. Wie der man jetzt da? Schauen wir mal ganz auf. Warum nicht? Schauen wir mal ein wenig rundum. So, haben wir jetzt die ganze Map pult, ja? Da liegt noch was. Was haben wir da? 20 Schusszieher oder 60 Magazin. Hilft mir. Das hilft mir, ist ein Scheißdreck! Oh, sollen wir Granaten abwerfen? 15 Schuss M-Glock. Oh nein, das bringt mir nichts. Schade. Dann aber alle Häuser auf, gell? Fast. Ich seh nicht oben, wo ich die Granaten hinwerfen soll.
Mit der man da jetzt. Was ist mit dir da eigentlich? Bist du plötzlich am Treppenstein oder was? Tja. Treppen 1, Zombie 0. Ist schon hin! Hat's es schon! Was hat denn die dabei? Paika! Was ist das? Was zum Essen? Oder das pfeift man sei? Brudi, das pfeift man sei. Was ist ein Pajaka? Wo ist denn mein Russe des Vertrauens? Was ist ein Pajaka? Wieso kann. Also muss man erst aufmachen. Und jetzt essen. Schaut aus wie ein Katzenfutter. Was ist denn das wieder? Oh, das ist ein Schuss. And now the shit got real. Und jetzt geht's los. Hat sie noch eine Pistole noch gehört? Hat er auf alle Fälle noch eine Pistole noch gehört. War nicht weit weg. Frage ist jetzt, wie wir uns verhalten. Silenced MP5. You serious? Ja, hat sich schon sehr gedämpft, okay, das ist es nicht, gell? Da hast du schon nicht ganz unrecht. Da hast du schon nicht ganz unrecht. Die Frage ist jetzt, wie wir uns jetzt da verhalten. Ich sitze ungern in einem Haus mit der scheiß Mosin, sage ich dir ganz ehrlich. Macht überhaupt keinen Sinn. Liebe Spieler, die sie wegen mir vielleicht auch nochmal das Spiel angeschaut haben, don't make this mistake, wenn du keine mindestens halbautomatische Waffen hast. Mit einem größeren, ja gut, aber 45er Kaliber ist gar nicht mal so klar, oder? Dann hockt die nicht mit einer Repetierwaffe in ein Haus ein. Das geht nicht gut aus. Gibt's außerhalb von dem Polizeigebäude eine Leiter nach unten? Wahrscheinlich nicht. Matthias, schreib einen Surfer in den Chat und es wird lustig. Wirf eine Granate die Treppen runter, das ist eine Art Pastete. Granate die Treppe runter. Nein, ist schon vorbei. Jetzt werden wir uns konzentrieren. Ja, Matthias, merci dir. Ich darf jetzt eigentlich darauf warten, dass ich da unten vielleicht irgendwo jemanden vorbeilaufen sehe oder so. Aber nö. Mein Plan war jetzt eigentlich da Richtung Hafen aussieht, dass ich von außen einschauen kann. Tue ich mich viel leichter, da jemanden zum Spotten, wenn wirklich jemand da ist und kann ausweichen. Oder da nach innen und schaue in die Stadt rein vom Ding, von einer Entfernung aus. Ja? Da ist mein Mosin weit besser als sein gestungene scheiß MP5. Deswegen verpissen wir uns jetzt da außer und schauen wir, dass wir in den Wald kommen. Das ist jetzt mal mein Plan. Oh fuck. Also, wir wissen auf alle Fälle, wir haben ihn nicht allein. Was gerne mal passiert, wenn die Schuss dann ein paar Minuten her sind, dann macht man gerne mal den Fehler, dass man sagt, ach, der ist eh nicht mehr da. Dabei ist er 1,5 Häuser weiter und wartet. Und glaubt mir, Spieler können sehr lang warten. Sehr lang. Ich mag jetzt. Ja, super! Wir haben noch nicht tot. Die können die wegblocken? Wie behindert ist das denn? Wie geistig behindert ist denn das? Wir haben noch nicht tot. Jetzt sag ich nicht runter. Wir haben nur bewusstlos.
Wir haben nicht bewusstlos, wir verlieren ein wenig Blut, wir bluten zweimal, alles gut, wir wollen. Prügeln die noch weiter auf mich ein? Weiß ich nicht. Mein Mosin liegt auf alle Fälle am Boden. Ah ja, da sagt man uns. Kriegen wir schon, chill. Wir müssen bloß noch mehr aufwachen. Wenn wir verblieben. Oh, wir. Okay, behandeln, wir haben noch unser Blut, alles cool, alles cool. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe, Blutung stoppen. Unsterblich, Bitches. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt, aber Multivitamintabletten sind immer overpowered. Dann geben wir uns ein bisschen an Energy. Jetzt wird alles sehr farblos. Sechst das? Das ist, wenn du Blut verlierst. Jetzt ist die Frage, wo die Zombies sind. Sind die da rechts in der Tier drin? Ich glaube nicht. Aber nice to know. Ja, dass die Zombies einsperren können. Legen wir uns einmal hin. Wird uns nicht gleich jeder überall sagt. So. Give me my blood. Blood! So, kann ich den, oder brauche ich da wieder das Ding, oder? Ja, fuck, da brauche ich ja, vielleicht haben wir noch eins dabei, jetzt pass mir auf. Pass mir auf, nein, haben wir nicht dabei verpackt, das sind 62er Mund, brauchen wir nicht. Naja, Verband raus, gleich wieder auf den Achter gelegt. Auf alle Fälle haben wir jetzt halt erst einmal komplett behindert einfach in den Haufen eingeschossen. Damit ja keiner weiß, dass wir da sind. So, brauchen wir da noch irgendwas? Nein. Ist da noch irgendwas drin? Nein. Da ist noch ein Verband, das passt. Den lagert man mal um. In die Verbandstaschen. Ah ja, gut. LeBron. Invincible. Bitches. Du, das Blutling, das mit dem Blocken habe ich doch schon mal geschrieben. Ach, das mit dem Blocken weißt du doch nicht mehr. Das weißt du doch nicht mehr. Man kann offensichtlich blocken. Frag mich nicht, wie man blocken kann. Wenn ich mein Mosin in der Hand habe, ich weiß es nicht. So kann ich blocken, glaube ich. Hilft mir nichts. Hilft mir nichts. Mit der Mosin kann ich nicht blocken. So, jetzt pass auf. Das Blutling kann ich mir nicht. Die Frage ist, wie das funktioniert. Da brauche ich wahrscheinlich halt wieder so ein Infusionsset. Packelt mal wieder ein. Und Abflug. Spieler. Spieler. Und jetzt hab ich ihn gesehen. Und jetzt verfolgen wir den Wichser. Was jetzt scheiße ist, dass ich nichts sehe. Was ist mit dem Zombie? Warum hat er den abgehängt? Wie hat er denn das gemacht? Wenn ich von den Zombies davon laufe, dann hänge ich es nicht ab. Der ist doch gerade da hintergelaufen. Ich sehe halt auch nichts, gell? Mit dem farblosen Scheißdreck ist echt schwierig. Wenn er da irgendwo liegt, habe ich keine Chance. Keine, nicht die geringste. Da kann ich laufen wie ein Behinderter.
gesehen. Scheißdreck! Finster wird's auch noch. Müssen wir wieder einen Server wechseln. Hilft nicht. Ab an die Küste. Raum verfolgen wird halt einfach nichts, weil ich dem nicht nachkomme. Der läuft halt einfach davon. Kannst vergessen, da ist unser Rucksack einfach kacke. Wenn wir mal einen großen Rucksack finden, der nicht ganz so groß ist wie unser, dann der wir mal das Zeug aus müssen, damit wir mit mehr laufen können. Das ist so lächerlich, was wir mir spielen. 1.000.000% Spieler vor mir. Ja, jetzt, was leckt denn jetzt da so umeinander? Was ist denn das wieder? Ja, da vorne der Spieler. Was spinnst du? Oder? Ich lue jetzt da gerade so ums Eck um. Der ist da in dem Bahnhofshäusl drin gewesen und dahinter kann noch zwei sein. Warum gehe ich so geduckt? Damit die Zombies nicht triggert. Das hat mir jetzt den anderen Ever. Und weißt du, was der ich sag? Der geht da oben ins Polizeihaus rein, das garantiere ich dir. Und wenn er da oben drin ist, dann schießt man mal. Meinst du, da weggeht, der da oben schon drin war? Der war schon auf unserer Seite da. Keine Ahnung. Was sag ich? Mein Gott, und ich schau grad noch weg! Was hab ich denn grad? Ich Volldepp! Ich hab... Er ist noch oben. Tot. Umgefallen wie ein nasser Sack! Mit Ansage, du Spacken! Is! Was lernen wir da draus? Bleib niemals stehen! Was lernen wir da draus? Bleib niemals stehen! So. Da ich nicht weiß, da war einer mit einem roten Rucksack. Player Kill Number 1. Bitch! Nachladen nicht vergessen, der nachrepetieren tut er nie automatisch nachladen. Boom, Alter! So. Oberste fucking Oberregel. Wichtigste Regel. Niemals. Niemals. Gehst jetzt da hier und lootest den Typen sofort. Niemals. Ja, der Hund. Vielleicht ist er noch bewusstlos. Das glaube ich nicht, wenn du dann Moos in Schuss in den Kopf kriegst, dass du da lang bewusstlos bist, Alter. Jetzt gehen wir mal dahinter. Einfach mal beobachten, was passiert. Ja, der weiß weder, wo der Schuss hergekommen ist, noch also, wenn er einen Kumpel hat. Angenommen, die haben zu zweit, wovon ich jetzt noch einmal davon ausgehe. Ich habe nämlich die Farbe von seinem Rucksack nicht gesehen. Dann schaut sein Kumpel jetzt in die Richtung, wo der Schuss hergekommen ist. Das heißt, Position wechseln. Der ist gestorben, 1000%. Außer er ist weggelegt, was ich nicht glaube. Da oben in der Dingshütte habe ich ihn erschossen. Und der hat ein Gear gehabt, der hat einen Helm aufgehabt. Der glaube ich hat auch Waffen in der Hand gehabt. Bin mir nicht sicher.
So, Tier vorne ist auf alle Fälle zu. Sollen wir es probieren? Sollen wir ihn looten? Sollen wir ihn looten? Ich meine, learn it the hard way. Wenn ich jetzt so spielen darf, darf ich es nicht. Weil irgendwann muss ich da auch wieder raus. Und dann hat es halt mich. Wir haben nicht so viel Blut, das heißt ja, dass wahrscheinlich ein, zwei Schuss mit der billigsten Waffen gelangen, dass wir uns legen, also dass mich jemand erschießt. Braucht bloß jemand irgendeine gestungene Pistolen haben, da ist nicht viel dabei. Und da ist noch jemand um, sag ich denn, was sag ich denn? Kill Nummer 2. Ich hab gesagt, dass da noch jemand mit dem roten Rucksack war. Wie ich es gesagt habe. So, Posi-Wechsel, wir haben einen Zombies triggert, ich weiß aber allerdings jetzt nicht, wo ich hin soll. Fuck. Wir müssen weg da. Ich hab keine Zeit, jetzt gegen scheiß Zombies zum Kämpfen, Alter. Mein Kruzifix. Ja, dann wird man leicht nervös, ist eh klar, das ist bei PvP immer so. So, wir brauchen mal Blut, unbedingt. Und vor allem Energy. Haben wir uns nochmal was zum Trinken ein. Oder was zum Essen. Das muss jetzt schnell gehen, aber jetzt nicht viel Zeit dafür. Hören wir mal das Zeug raus. Das wieder daher, das wieder daher. Nur die Ruhe. Der erste Schuss war gnadenloser Noob-Scheiß, Alter. Aber gut, genau in der Millisekunden, wo ich schieße, bewegt sich ja einfach nach rechts. Das ist eben einfach dieses hackelige Spiel. Schwierig. Wirklich nicht einfach. Aber wir werden sehen. Das waren jetzt alle Spieler, die da waren. Ich habe 2 Spieler gesehen, 2 sind tot. Allerdings ist vorher noch jemand weggelaufen mit einem so einem selber improvisierten Rucksack. Das heißt für mich so viel wie, wenn der die Schuss hört, vielleicht kommt er zurück. Ich weiß es nicht. Das war jetzt nur dumm. Nein, nicht. Mein Gott, was tue ich? Da oben ist die Tür auf alle Fälle zu. War die vorher... Das will ich jetzt noch wissen. Da war die Türe zu, wie ich den zweiten Typen erschossen habe. Frag mich nicht. Wir sollten nicht looten. Da sterben wir jetzt. Das garantiert er. Da ist noch einer drin. 100 Pro. 100 Pro. Und bei dem zweiten, den habe ich nicht in den Kopf getroffen. Kann es gut sein, dass er wirklich nur bewusstlos ist und noch mehr aufgestanden ist. Weiß ich nicht. Ich hab die Tür da oben nicht zugemacht. Ja, ich schaue bloß ein bisschen um die Ecken, wenn wir schon Third Person spielen. Dann sollte man sich das auch zunutze machen. Gibt Surfer, da geht nur First Person. Für die Noobs. Ja, kurze Noob-Einlage während der PvP-Session. Third Person ist Schulterperspektive. Wenn ich meinen Charakter sehe und ich komme mit der Kamera ein bisschen ums Eck schauen. First Person ist das hier, aus der Ich-Perspektive. Ja, gibt Server, wo du nur das kannst, haben natürlich viel schwerer zum Spielen, weil bin ich mir nicht sicher, was ich da gerade gehört habe. Das war irgendein komisches Rauschen. Aber gut. So, hier haben wir noch ein Energy. Energy! Ja, Energy! Weil ich mir einfach einbild, dass da das Blut schneller hintergeht, wenn Essen und Trinken nach oben geht, wenn wir gut genährt sind quasi. Und weil es mir einbild, gibt mir Multivitamin-Tabletten, die schaut nie. Die hat noch nie geschaut. Tu dich nicht an, aber die hat noch nie geschaut. So. Mond ist drin. Wir spähen. Ah, wir bleiben da, wir spähen. Übrigens, Pro-Tipp. Wenn du Alt gedrückt hältst, weil ich mache denselben Fehler auch, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Hat man da was gelaufen?
So, weil ich bin's nicht mehr gewohnt. Ich schaue oft einfach so und dann bewegt sich mein Charakter. Es gibt in DayZ eine Taste, ist Alt, links neben der Leertaste. Die, wenn du gedrückt hältst, kannst du deinen Kopf dran und rundum schauen, ohne dass sich dein Charakter groß bewegt. Ja? Ist zum Beispiel, wenn du in eine Richtung laufst, so wie jetzt zum Beispiel, und dann drücke ich Alt, dann kann ich hinter mir schauen, währenddessen ich geradeaus weitergehe. Verstehst? So, Pro-Tipp. So, wir gehen mal schon zum Loot. Der zeigt nicht oben, aber nicht 1 Minute nachdem ich die Leute erschossen habe. So, wie ich vorher schon gesagt habe, nächster Pro-Tipp. Das Gebäude, prägt euch, wenn ihr selber spielt, diese Form dieses Gebäudes ein. Das ist gelb, oben hat so ein Kupferdachding mit so Glasscheiben drin. Das ist das Polizeigebäude. Und da sind generell Waffen gern drin, Munition gern drin und lauter so Zeug. Und deswegen waren jetzt da auch die 2 Spieler drin. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, wir warten jetzt da und ich garantiere, dass da oben jemand aufgeht. Dann habe ich den ersten, den habe ich da im Heim eingeschossen, der ist garantiert, liegt der auf der Treppe, das garantiere ich. Und den zweiten oben am Dach. Grenzt da. Möchte ich aber hoffen. So. Und jetzt gehen wir mal langsam in die Richtung, aber hinter mir, wie wir vorher abgehauen sind. Ja, Zeit ist alles. Geduld, Geduld. Es gibt so viele Leute, die einfach die Geduld verlieren und dann einfach aus der Position rauskommen, wie ich jetzt zum Beispiel. Wenn jetzt nicht Stream war, da ich noch 5 oder 10 Minuten warten. Sag ich dir, wie es ist. Jetzt bin ich leicht paranoid, wenn ich schon auf die Stauen ziel. Ja, da braucht jetzt bloß irgendjemand anders, der ähnlich equipped ist wie ich und ähnlich einfach, der möchte einfach Spieler da schießen. Er hat die Schuss gehört, kommt her und sitzt da irgendwo in die Stauen und wartet darauf, bis ich komme. So darf's ich machen. Ja? Einfach warten. Du kannst normalerweise nicht widerstehen und gehst irgendwann zum Loot. Du tust das irgendwann. Der größte Fehler, den du normalerweise machen kannst. Aber gut, bis dahin raus, das ist unsere einzige Nahkampfwaffe, mit der wir einigermaßen irgendwas zerreißen können und einfach langsam 4 überarbeiten. Kriegen wir jetzt schon. So, schauen wir mal. Schauen wir da ein bisschen rundum. Was haben wir da drin? Ein Leuchtstab. Da sind Tiere auf alle Fälle zu. Das ist legit und in Ordnung. Aber es wird halt finster. Ja, ich weiß schon. Der Lele schreibt, es ist so finster, Zifix. Ich weiß schon. Soll ich mal versuchen, das Gamma auf zum Steigen? Warte mal. Damit man mehr sieht. Das ist ja überhaupt jetzt schade, wenn ich da gehe. Jetzt pass auf. Optionen ist übrigens eine gern gemachte Taktik früher auch schon gewesen. Einfach die Helligkeit ein bisschen. Ja, dann schaut es jetzt so aus. Ah, das seht ihr gar nicht. Das ist ja interessant. Das seht ihr gar nicht. Ja. Jetzt schaut es halt total aus zum Kotzen. Das seht ihr gar nicht. Das ist echt interesting. Jetzt pass auf, jetzt geht oben schnell raus. Vielleicht kann ich für euch etwas tun, dass ihr ein bisschen mehr seht. Schärfung, Farbkorrektur. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Fei bringen jetzt nicht wahrscheinlich. Das ist einfach bloß Gamma in Test stehen. Verbraucht hat das jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Besser oder schlechter? Besser oder schlechter? Ich habe einen Filter bei OBS eingestellt. Na, schaut blöd aus. Geht jetzt wieder einfach nur generell mulchig und sonst nichts. Das, ja, das ist, it is what it is. Stellen wir wieder oben. 2 zumindest. Machen wir ein Mittelding. Von dem, was am Anfang war und das, was ich jetzt eingestellt habe. 2 oben passt. Jetzt ist halt hellschwarz. So, bis dahin raus. Jetzt schauen wir uns die 2 Zigeuner da oben mal an, was da los ist. Mei, jetzt gräbst ihr da immer noch umeinander, das dumme Arschloch. Grütze fix. Okay, schauen wir, dass wir anders reinkommen. Ja, immer schauen. Was der man mit dem da? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, was das nächste Problem ist, auch, ich weiß es, ja, wenn es spätfinster wird, wenn es generell recht dunkel ist, dann wird die Übertragung in den Stream pixelig und Qualität wird schlechter. Also bei mir ist das gestochen scharf, bei euch kommt das leider nicht mehr an, weil es halt einfach schwierig ist.
der Codierer, das mag ich jetzt nicht erklären, wie das funktioniert, der rechnet halt einfach die Qualität ein bisschen runter, damit nicht so viel Datenübertragung nötig ist. Und dann schaut bei euch das Beutel, wenn es finster wird, gleich ganz massiv viel schlechter aus, wie es eigentlich ist. Aber gut. So, jetzt schauen wir, ob ich mich einschleichen kann. Dann lauter Polizisten. Oh, das ist das. Oh, 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 oh. Okay, Leute, wir sind drin. Jetzt wird spannend. Kann man in der Hocken kein Treppen geben? Was ist denn das wieder für Behinderung? Unmöglich. Unmöglich. Die spawnen Spiele? Oder auf alle Fälle jetzt hier X gehabt. Wir kommen das Magazin aus da. Fuck, wir kommen das Magazin aus da. Weiß ich jetzt nicht, das ist mir jetzt wurscht. Mein Pumpkins. Alter, was ist mit ihm? Alter, was ist mit ihm? Beim Magazin, ja, das ist ein guter Tipp. Repetierkabine. Da ist jemand da. Wer hat denn jetzt die Tiere dazu gemacht? Möchtest du mich verarschen? Möchtest du mich verarschen? Möchtest du mich verarschen? Wer hat jetzt die Tiere zugemacht? What? What? Okay, Freunde, das ist auch nicht weg hier. Oder what? Wie gesagt, looten, super Idee. Das ist der, den ich gerade erschossen habe. Ich habe gesagt, dass ich 2 Leute erschossen habe. Habe ich doch gesagt? Oder der Wiener anstatt rechts rumläuft zu seiner Leiche und links rumläuft und mich da links sieht. Unsterblich. Undiable. Invincible. Fuck you. Der kommt wieder, das garantiert er. Und dann schießt ihn wieder oben. Das garantiert er. Können die Zombies auch jemals auf da triggert zum sein, oder?
Oder wie viel kommen da noch? Massaker! Was? Wie? Sag mal. Alter. Ich mein. Alter, was schießt denn die Pistole nicht? Alter, was schießt die Pistole nicht? Wie soll ich denn da jemals wieder rauskommen? Ja, genau, weil ich jetzt da Granaten aus dem Fenster rauswirf. Wir wissen alle, wo die Granaten landen werden. Ernsthaft, was tun da jetzt? Die sind unendlich. Ich muss wieder auslocken. Ich muss! Geht nicht anders. So, jetzt einmal den. Jetzt einmal ganz langsam. Jetzt einmal ganz langsam. Jetzt richten wir erst einmal unser Zeug. Haben wir. Was haben wir? Haben wir. Ja, wir haben ein Panzertape. Das ist gut. Das legen wir jetzt einmal da her. Du hast meinen Rucksack raus. Taschen. Drauf. Rucksack reparieren. Ich kann nicht laufen, Leute. Nix Tür auf und rennen. Ich kann nicht laufen. Ich komme genau 10 Meter und dann bin ich tot. Weil ich nicht mehr laufen kann, weil ich kein Ding nicht hab. Schauen wir mal, ob es die auch gerade. Schauen wir einfach mal. Ich meine, die schleichen da umeinander wie die Idioten. Das ist alles legit. Und da legen wir uns jetzt einmal her. Man, herkommen kann keiner, weil sonst kommen Zombies und der Werfer. Als Adrenalin nehmen, kann man dann durchsprinten. Das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Ja? Jetzt warte mal, jetzt gehen wir mal da her, wo es nicht her sehen irgendwie. Zeig mir die Hosen wieder, du Trottel. Tja. Wie können wir jetzt da aussehen? 9x19 mm Moon, haben wir sowas? Nein, das habe ich alles weggeworfen, gell? Dumm. Allein wir haben noch nicht fertig. Jetzt nicht oben. Dann müssen wir Pläne schmieden. Das hilft nicht. Jetzt müssen wir da ein bisschen laufen. Wir haben alle Zeit der Welt. Da haben so viel, ich meine, jeder weiß, dass wir da herin sind. Der andere da hinten kann nicht viel haben. Bis dahin habe ich ihn ausgerannt. Apropos bis dahin hat die Ladehemmung, sehe ich das richtig? Was tue ich dann damit? Verstehe nicht. Ah ja. CR75, dieses Magazin können wir nicht brauchen. Taschen, Kugeln raus. Magazin. Am Boni schmeißen, drauf geschissen. Was ist das da? CR61 Magazin können wir auch nicht brauchen. Was haben wir da? 30 Schuss Dingsbums können wir nicht brauchen.
wieder Healing. Die lasse ich einmal halt nicht da liegen. Ich bin noch nicht lebensmüde. Dosenöffner. Kann man das dann nicht irgendwie zusammenwerfen? Makellos. Das ist doch die gleiche Munition da. Wieso kann ich das nicht stapeln? Was ist denn das für Behinderung? Wieso kann ich denn da auf einmal stapeln? Was zur Hölle? Wie dumm ist das denn bitte? Leute, ruhig. Ruhig. Eins nach dem anderen. Zombies haben übrigens Aggro verloren. Hört's das? Ich höre keine Zombies mehr. Ausloggen ist lame. Einfach nur lame. Ausloggen, lame. Okay? So. Abwarten. Der Geduldige gewinnt. Der bußwürdige Mann wird bestehen. Ich muss bloß ein bisschen sortieren jetzt da, damit ich die Knarre mitnehmen kann. Das ist mir 100-mal wichtiger. Munition raus. Das tun wir da her. Wir können auch nochmal ein Steak rein. Haben wir uns nochmal ein Steak rein. Denk dran, Jehova schreibt man mit I. Was zur Hölle tut der mit mir? And finally. Das haben wir doch nicht alle Zeit der Welt. Wie ist denn der bitte da reingekommen? Wie ist denn der an die Zombies vorbeigekommen, ohne dass es gespannt? And finally we are done. Das war's. Um Punkt 10. Um Punkt fucking 10. Wir haben aber noch nicht da. Ich weiß nicht, was er tut. Ich weiß nicht, warum er nicht. Wir sterben gleich, wir haben auch kein Blut mehr. Ich weiß nicht, warum er mich nicht umbringt. Jetzt. Wie dermaßen overpowered ist das Messer. Ich hab den zweimal mit dem Baseballschläger getroffen. Wie overpowered ist denn dieses Messer? Der geht her und der schluckt mich einfach. Und vor allem, da hat man jetzt ein Chick gesehen, wenn er mit dem Messer so schnell zuhauen kann. Jedes Mal, wenn er mich trifft, bricht bei mir die Schlaganimation ab. Der läuft um mich rundum, genau so hat er es gemacht. Der hat jetzt schon öfter gespielt, der hat ja auch gewusst, wie man es machen muss, und sticht mich ab. Völlig overpowered. Völlig overpowered. Freunde der Sonne. The time has come. Ich bitte um ein verdammtes F. Also besser geht's gar nicht, um Punkt 10. Das habe ich nicht, ich habe das nicht absichtlich gemacht jetzt. Das habe ich nicht gespannt. Ich habe es sauber zu spät gespannt. Sauber zu spät. Auslaufen hätte ich müssen. Das war wahrscheinlich die richtige Reaktion gewesen. Aber ich würde sagen, press F für den LeBron, den Daisy, Char der Herzen. Er war unsterblich, er hat 3 Spiele verrannt und dann ist er vom overpowerten Buttermesser zusammenbuttert worden. Ich bitte um eine Gedenkminute für den Lee to the fucking Braun. War das schon eine Minute? Ich weiß nicht.
Moment. Es war eine zauberhafte Reise. Die hat verdammte 11 Streams oder sagen wir 10 Streams, weil im ersten Stream war man noch nicht der LeBron. Es war ein guter Freund. Der hat viel durchgemacht. Er hat alles erreicht. Er hat alles gesehen, alles erreicht. Er hat ein gutes Leben gehabt. LeBron war voll mit dabei. Der war immer mit dabei. LeBron hat gefischt. Der LeBron hat einen Helch geschossen. Der LeBron hat alle Militaries gesehen, alle Military Basen, keinen einzigen Spieler. Da war kein einziger. Er hat eine AK gefunden. Wir haben einen Helch erlegt. Wir haben die Mosin der Herzen gehabt. Ich glaube, die haben ihn im ersten oder zweiten Stream gefunden. Die Mosin der Herzen. Wir waren Full Camouflage, wir waren kurz Cowboy. Wir haben einen Bären überlebt, wir haben einen Zombie-Angriff überlebt. Wir haben 3 Spieler erschossen. Am Schluss aus. Wir haben gefischt. Wir haben gebraten. Wir haben einen Gockelmann erschlagen. Auch wenn er unser Paar mit erschreckt hat und wenn er unser Paar mehr ausgekommen ist. Wir haben alles gesehen, wir haben alles erlebt. Vom PvP, PvE. Haben wir dem Hungertod knapp entgangen. Haben wir am Anfang überlebt natürlich, ist eh klar. Wir haben einen anderen Spieler unser Helchsteak gegeben. Leckeres Helchsteak. 20 Stunden LeBron, Alter. 20 Stunden LeBron. I'm gonna miss you, bro. I will miss him. Wir haben einen Knocker durchs Airfield. Gerollt. Nicht gelaufen. Gerollt, meine Damen und Herren. Gerollt. Und haben es überlebt. Wir haben Rauchgranaten angeschmissen wie die Idioten und haben es überlebt. Wir haben da oben in der Polizeistation einen Typen rausgeschossen. Zweiten Typen umgeschossen. Dann ist der dritte, währenddessen wir oben liegen, aufgekommen und sich daneben hingelegt. Und dann haben wir leicht übermütig, Mann. Haben wir 2 Zombies pult. Sauber 2 Zombies pult. Und dann waren wir einfach, wir waren unverwundbar. Wir waren unantastbar, wir waren unsichtbar, wir waren untouchable. Invincible, invisible. Immortal. Wir waren fucking mortal. Unsterblicher LeBron. Und dann kommt der Kevin mit dem Buttermesser und sagt, nope. You're gone now. Weißt du, was ich euch sag? Das war eine der besten, lustigsten, schönsten und auch für mich unterhaltsamsten Stream-Serien jemals, die wir jemals gemacht haben.
DayZ ist ein unfassbar gutes Spiel. Unfassbar gut, habe ich nicht kommen sehen. 2,5 Monate streamen wir jetzt jeden Mittwoch und teilweise Montag DayZ. Und es war, natürlich war mal ein Hänger drin oder so. Aber es war fast nie langweilig. Fast nie. Einer der besten Streams, die ich glaube jemals machen habe dürfen. Mit so viel Zuschauern. Alter, für den kriegst der Ligon. Ist der gut, Alter. Hashtag Ligon. Up in den Chat, Herr Manninger made my fucking day. Den hast du aufgekommen bis jetzt. Sag's wie es ist. Sehr gut, gefällt mir. Schmidi, buy merch to pay respect. Matthias, merci dir. Bresselfetzen, merci. Alexal, merci. Gronti, merci. Gronti, 20er zurückziehen, Merch schauen, es gibt LeBron Merch. Ich zeige euch jetzt auch nochmal. Die absolute Legende ist von uns gegangen und ein einziges Mal noch. Ein einziges Mal noch, okay? Ein einziges Mal noch. Map! Ich werd's vermissen. Ich bin aber irgendwo froh, dass wir endlich mal wieder anders Space spielen können. Die Frage ist, was wir neben Austrian! Ich hau da noch nach, ich sag das, wie es ist, oder? Herr Austrian! Löwensepp! Ein Report zerlegt keine Schusswaffen, der ist durch nur. Ja, stimmt eigentlich. Woher hat denn das derjenige gewusst? Der LeBron ist nur verwundbar durchs Buttermesser. Alles andere. Austrian. Rest in Peace, Invincible LeBron. War eine geile Serie bis am Montag, ich hau mich in den Topfen. Zurückziehen, 2 T-Shirts kaufen. 3 kannst du davon kaufen. Merci dir. Und sag nichts über die 30er, weil das Zeige ist schon bestellt und ja, das Pulli und T-Shirt mit Map. Merci, Brudi, was soll ich sagen, Alter? Dankeschön. Jan Philipp, merci für den Fünfer. Sogar die Coffin-Tänzer legten eine Schweigeminute ein und stellten den Sarg zu Boden. Stimmt. Dafür haben wir uns die Tröte okayt. Die Tröte. Wir brauchen ein anderes Survival-Spiel, Leute. Das Spiel hat mir gezeigt, dass durchaus. Jetzt warte mal. Jetzt gehen wir mal da hier respawnen. Nein, respawnen der wir jetzt nicht. Enough they see for today! Bitches! Spielen wir hundertprozentig irgendwann wieder. Also garantiert spielen wir das wieder. Wir schauen uns noch einmal an, LeBron. LeBron Gedächtnissekunde. Oh, Map! Da ist er. Die Frage ist, was passiert denn jetzt, wenn ich auf Spielen drücke? Wieso steht der da noch? Ich bin doch tot, oder? Warte mal. Jetzt warte mal. Ich drück nochmal schnell auf Spielen. Ich möchte es bloß schnell sehen. Laden 15 Sekunden. Der Kantdecker! Hab ich was versandt? Ein bisschen was, ja. war ein richtig guter Stream, nein. War richtig gut. War PvP. Haben wir sogar ein bisschen was zerlegt. Ist in Ordnung. Lustige Momente. Eigentlich war es nur lustig. Ich sag das, wie es ist. Jo, jetzt pass auf, ich los jetzt noch schnell das Spiel an, weil ich wissen möchte, ob wir tot sind. Wieso steht der da noch? Das war übrigens der letzte Blick, den wir erhaschen konnten auf den LeBron, falls er wirklich tot ist. Er ist literally unsterblich. Nein, ist er nicht. Wir sind mal wieder da. Da, warte. Scheiße. Alter, 4! Rage quit, bitches! So! He's gone now. Ruhe ist jetzt. Leid. Erst einmal. Kantika, merci für den Fünfer. Gronti. 20er zurückziehen. Zeige dir was. Was ich dir jetzt zeige. Bam. Neuer LeBron-Merch. Herzlich willkommen zu Birgers Teleshopping. Es gibt neuer Merch. Und zwar LeBron-Merch. Vielen Dank an den Chris von Trachtman. Who the fuck ist Trachtman? Trachtman ist ein Comiczeichner, der das für mich macht. Ich bereite das dann zwar noch ein bisschen auf, also ein bisschen was tue ich schon auch, so ist es nicht. Aber im Grunde
arbeite ich mit ihm zusammen, ich übersetze ihm die Comics, die ihr da seht, die zeichnet er selber, die schreibt er selber, das macht er alles selber, übersetze ich ihm auf Bayerisch, bitte tät's mir den gefallen und schaut euch das einmal an. Ich mache sehr selten für irgendwas anderes Werbung, aber mit ihm arbeite ich halt schon über 3 Jahre zusammen, darum tue ich das gerne, außerdem finde ich gut, was er macht. So, vielen herzlichen Dank. LeBron. Und wenn wir uns da keine Mühe nicht gegeben haben, vor allem er, zu 98% einmal, dann weiß ich es auch nicht, da ist alles drin, Alter. Jetzt hat noch das Buttermesser fein. das ja da vorne so drin steckt. Aber gut, haben wir nicht können sehen. Sag ich dir, was ist. Da ist der Bär, da ist der Zombie, da ist der Basie mit den Nägeln, da ist Mosin, da ist der Cowboy-Hut von Stream 3 oder 4, da haben Granaten dran, da ist das Küchenmesser dran, da ist das Helchsteak dran, da ist der Wolf dabei, da ist das Magazin im Groß, da haben Baked Beans, da ist der Gickel, der davor rennt, da hinten ist der Zombie, dem der Krähenmann das Augen rauspickt, dann ist der Helch rechts hinten um. Es strotzt nur so von Vordetails. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hört auf jetzt mit den scheiß Donations, weil in Teleshopping kann ich Donations nicht auch noch kommen. Gibt's als T-Shirt, Pulli, Tass, Untersetzer, als Kissen, ich glaube sogar als Latzerl, was weiß ich, Alter. Gibt's sogar Poster. Gibt sogar ein super fesches Poster. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich es auch nicht. Und dann gibt natürlich die Frage, ja, wie war das schon alles? Du hast was vergessen. Dann sage ich, BAM! Es gibt das zweite alternative Pro-Gamer-Motiv mit der Map drüber, ob du es glaubst oder nicht. Das kannst du wirklich kaufen, wenn du möchtest. Ich halte es für hochgradig fragwürdig. Wie man es kauft, sage ich auch ganz ehrlich dazu. Aber nur absolute Legenden wissen, was abgeht, währenddessen der Map auf ist. Hashtag Map! Und dann da ich sagen, gibt es das Ganze exklusiv, nur 1,8 Millionen Exemplare, Zahl 8 nimmt 2. Und der Bürgerwehr.de. Dankeschön. So. Zeichnet von ihm. Und wehe, ihr schaut es euch nicht an. Ich hau euch einen Knocker in den Arsch. Ich sag das, was es ist. Merci. Kanteker, Buttermesser und Lee Gone auf die Rückseiten von den Shirts. Da ich gerne mache, es hätte sowieso eine Doppelbedruckung geben, wenn es gehen würde bei Spreadshirt. Geht aber leider nicht. Lyra, merci für den Fünfer. Hab ich gesehen. Geiler Stream. Hab alle Folgen gesehen und nur eine Dono. Lyra, das ist in Ordnung. Das lasse ich durchgehen, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Pussy aufs Nussi. Tut mir leid, im Teleshopping haben keine Donation Alerts nicht online, aber ich lese trotzdem jetzt vor. Inside 10, merci für den Euro. Daisy Community Treffen. Überlege mir bis nächste Woche. Weiß ich noch nicht. Jinx nix zum Blöbel. Merci für den Euro. Habe dritt mal wieder aus dem Erzgebirge. Würde gern wissen, ob du schon mal in unseren schönen Gebirge warst. Nein, war ich nicht. Wenn nicht, solltest du das unbedingt mal tun. Vor allem zur Weihnachtszeit ist es bei uns wunderschön. Das Problem ist, es ist bei uns auch. Aber so ganz unrecht hast du wahrscheinlich nicht. Vielleicht komme ich mal in den Genuss. Wir werden mal sehen. Stolzer Liebe, was kommt für ein Survival-Spiel dieses Jahr, was wir im Stream spielen können? Das ist eine gute Frage. Kronti, stop it now! Muss ich mir gleich organisieren. Ja, das muss dir nicht 10 Euro kosten. Zieh das zurück, kaufst 2 T-Shirts davon. Ich weiß nicht, ich hab mir so viel... Ich vergiss über einen Chris. Der Chris hat, ich bin am Chris so krass auf den Sack gegangen, weil ich gewusst habe, dass wir heute sterben. Irgendwie habe ich es ihm gefällt gehabt. Da habe ich mir gedacht, Alter, ich brauche das heute. Alter, kriegen wir das irgendwie hin und so und so und so. Dann hat er umeinander wie ein Narischer, damit einmal einen verfickten Tag lang die Donations weniger werden. Einen Tag nur. Was jetzt ihr scheißt trotzdem mit den Donations weiter. Und wenn ich jetzt dann wahrscheinlich in einer Stunde oder so in die Bestellungen reinschaue, dann kriege ich einen Vogel. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Generell glaube ich, kommt es ganz gut. Oh, es kommt so extrem selten vor, dass ich Werbung dafür mache, wenn dann für meine eigenen Sachen. Heute ist halt ausnahmsweise mal der Chris dabei, weil halt einfach, was ein Merch betrifft, ein riesengroßer Teil davon ist. Und weil es halt einfach super awesome ist, was er macht. Ganz einfach. Hashtag Trachtman ab in den Chat. So, der LeBron is now sadly forever gone. Und heißt jetzt Lee Gun. Gefällt mir gut. Herr Manning made my evening. So, jetzt pass Obacht. Nächste Woche spielen wir am Freitag kommt Resident Evil. Selbstverständlich spielen wir mir zur Primetime am Montag Hauptstream, wenn wir das wieder so betrachten wie früher. Hauptstream, Secondary Stream am Mittwoch. Montag spielen wir Resident Evil. Das ist mal amtlich. Dumm ist, am Montag muss ich relativ zeitig aufhören, weil ich am Dienstag sehr früh aufstehen muss. Und da kann ich es mir nicht leisten, dass wir bis um 11, 12 durchzocken. Das kriege ich nicht hin. Aber ich mag sowieso nicht so viel am Stück spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht innerhalb von 3 Wochen Resident Evil verballern möchte. Ja? Ich hab so krass Bock auf das Spiel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich hoffe, ihr auch.
Ja, ich glaube, da hat jeder Bock drauf. Das ist einfach, da kann man sich fast sicher sein, dass es ein gutes Spiel ist, aber natürlich mal abwarten. Ich bin natürlich auch Tests werde ich mir durchlesen am Wochenende, wir werden sehen. Also der Mai ist geprägt von Resident Evil. Am Montag. Ist einmal so sicher was Amen in der Kirche. Conny, es wird mir angehen. War eine super Stream-Serie. Das freut mich sehr, Herr Meier, dass dir gefallen hat. Wie war es mit Subnautica am Mittwoch? Das weiß ich noch nicht. Irgendein Survival-Spiel. Subnautica? Ja. Kann mich auffixen. Was mir aber vielleicht auch fixt, sind so Sachen wie Green Hell. Wie weit ist ein Green Hell mittlerweile? Weiß es nicht. Stranded Deep, ist das nicht so was Ähnliches? Vielleicht war das was. Oder mal wieder Rimworld. Ja, Rimworld steht auch auf der Liste. Da stehen mehrere Sachen jetzt auf der Liste. Days Gone, wenn es da ist. Jawohl, das werden wir parallel spielen. Zumindest ein paar Mal. Durchspielen werden wir es nicht. Das dauert 60 Stunden oder so. Das haut halt einfach nicht hin. Oder 50 Stunden. Einfach nur die Hauptstory. Ich glaube, das ist halt viel Fun. Und das ist sehr viel zirkt. Aber ich glaube, für ein, zwei Mal kommen wir schon mit mal. Anno werden wir nicht so schnell spielen, weil Anno juckt mich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, das habe ich einfach off-stream schon so hart abgesuchtelt, dass es mich selber nicht stickt. Ja, weißt du eh. FIFA? Nein, wirklich nicht. Was hältst du von Industria? Industria kenne ich nicht. Was ist das? Ja, Spiel, das ich nicht kenne, das gibt's nicht. Warte mal. Industria. Schauen wir mal. Ach, das deutsche Half-Life. Ja, doch, kenne ich schon. Ja, bloß oder? Heißt das, ist das schon das deutsche? Ja, natürlich kenne ich es. Ja, habe ich schon gesehen. Hab bloß nicht gewusst, ob es das Industria heißt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist das schon raus? Glaube ich nicht. Kein Early Access Spiel, wenn es geht. Green Hell. Schauen wir uns einmal einen Green Hell Trailer an. Ist es also ein Survival-Spiel? Ja, du rennst da mal an, sammelst Zeug und hoffst, dass du nicht stirbst. Green Hell. Schauen wir mal. Green Hell alleine im Dschungel. Gibt's da nicht einen Trailer oder irgend sowas? Trailer. Official Stream Early Access Trailer. Vor 2 Jahren. Ja gut, aber schauen wir uns den 2 Jahre alten Trailer an. Ist ja scheißegal, jetzt pass auf. Wer noch da ist. Achtung, bitte lehnen Sie sich zurück. Genießen Sie 1 Minute 41 Sekunden den Green Hell Trailer. Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! I need you here. Jake, please. Please answer me. Also wenn ich jetzt da mal so ein bisschen einschätzen müsste, was da so tut, also es ist ein bisschen story-driven, glaube ich. Also da passiert schon was, du hast da offensichtlich der Alte dabei und dann passieren da Sachen und keine Ahnung. Was hält man da davon? Also keine Ahnung, ihr braucht es mir übrigens nicht mit League of Legends kommen, Alter. Was möchtest du mit dem Scheiß Drecks? Wenn ich wissen möchte, wie viele Leute meine Mama im Internet schon gefegelt haben, dann spiel LOL. Oder Counter-Strike, ja. Was machen Sachen? The Forest. Ja, habe ich auch schon mal überlegt. Da würde ich lieber, glaube ich, aufs Zweier warten. Der Herr Bürger, wir warten mit Bioshock. Old but gold. Ein bisschen too old. Sag ich dir ganz ehrlich.
In WASD war LOL auch mit dabei. WASD ist 6 Jahre alt. Weiß nur keiner. Und da hat man mit der Katharina auch noch Pentakills mal können. Heute nicht mehr. Hunt Showdown oder Far Cry 5 mit Spätel. Nein, Far Cry 5 bockt mich auch überhaupt nicht. Hunt Showdown, ja, vielleicht. Mit Ark braucht es mir auch nicht kommen. Ark, habe ich letztes Mal erst gesagt, Alter, wer Ark spielt, ist für mich ein Besoffener. Weil ganz ehrlich, wenn ein Entwickler in der Early Access DLCs rausbringt, dann kann er das beste Spiel der Welt haben. Ist mir scheißegal, spiel nicht. Kriegt von mir keinen Cent, Geld nicht. Löwensepp, Satisfactory, mal wieder Update 4 ist draußen. Ja, da bis wir das Update, bis wir so weit sind in Satisfactory, stickt mir auch nicht. Der Hunter, vielleicht, ja, der Hunter vielleicht. Das ist auch schon wieder lang nur her. Der hat mich auch bocken, weiß nicht. Was machen angenehme Eve-Session? Eine Eve-Session, Alter. Weil wir gerade bei Eve-Session sind. Sind Eve-Spieler da? 2 habe ich schon gefunden. Sind bei mir im Discord. Link zu meinem Discord in der Beschreibung und einfach im Chat Ausrufezeichen Discord einschreiben. Ja, Wauzi, du Zipfe Adam! Du doch nicht! Wo sind die Eve-Spieler? Sind sonst wirklich keine Eve-Spieler da? Der Wauzi, man, das weiß ich. Der Bisti. Weiß ich auch. Und nur in Österreich habe ich noch gefunden, mit dem habe ich zwar noch nicht gespielt, aber egal. Echt, 2. Das ist so traurig, oder? Das ist so traurig. Wir haben einfach noch nicht genug Zocker da, habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Jetzt hoffe ich noch, dass YouTube ein bisschen nachhängt und da vielleicht noch was kommt, ich weiß nicht. Was ist Eve? Warte, das fange ich jetzt nicht an zu erklären, weil sonst dauert der Stream bis um 12 Uhr. Im August. 12. August, meine ich. Ich kenne Eve nicht einmal. Ist auch gar nicht schlimm. Ist auch gar nicht schlimm, aber da meldet sich wirklich keiner. Ich bin einer. Was? Roman ist einer? Also wenn ihr mal Bock habt, Eve zum Spielen, aber ernsthaft. Ich rede davon, nehmen wir mal Leute mit über 20 Millionen Skillpunkte. Da. Dann melden Sie sich bitte im Discord bei mir. Da ein paar Leute so, für immer mal so Offstream halt ein bisschen umeinander gucken und so. War ganz cool. Raft muss ich mir mal anschauen. Das habe ich mir mal angeschaut und hab mir gedacht so, Maxi, Frage, hast du schon eine Idee für ein neues How-To? Das neue How-To ist schon in der Mache. Ob ich das bis Sonntag schaffe, weiß ich noch nicht. Momentan geht es ein bisschen zu an alle Ecken und Enden, sowohl in Arbeit als zu Hause als auch überall. Man melde sich bei mir im Discord, wenn jemand Eve spielt. Das war toll. Das werde ich übrigens in den nächsten Streams ein paar Mal öfter sagen. Weil vielleicht kriegen wir da einmal 15 Leute zusammen, was weiß ich. Schauen wir mal. Ja, The Hunter Call of the Wild Draft mit der Community war brutal. Also ein Spiel beim ersten Mal spiele ich sowieso nie mit der Community, wenn ich es nicht kenne. Rimworld war auch mal wieder schön. Aber irgendwas Gemütliches als Kontrastprogramm zu Resident Evil. Das wird mir mit Sicherheit anstrengend, massivst anstrengend. Matthias, schon wieder mit einem Zehner. Kruzifix jetzt. Rest in Peace, LeBron. Es war eine schöne Zeit mit dir, besonders am Meerfield. Sei gegrüßt, dein Schatten- und Gefechtskamerad am Meerfield. Hashtag GG Birge. Herr Matthias, ich danke für die Begleitung. Dankeschön. Und für euch anderen natürlich auch. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Sollen wir einen Fishing Simulator spielen? Wer ist für einen Fishing Simulator? Fishing Planet ist chillig, kann ich nur empfehlen. Im Fishing Planet habe ich 40 Stunden schon offstream gespielt. Tu dich nicht obi. So, Fishing Simulator, ab in den Chat. Ja, bitte, ja, bitte. Also ganz ehrlich, ich bin da gesessen und denke, das kannst du nicht streamen, oder schluffen die Leute ein. Wenn sie sich das geben, wenn sie meine Community mit mir 2 Stunden lang Fishing Planet gibt, dann stimmt was nicht. Dann stimmt hier was nicht. Also Fischen war schon etwas Schönes. Da kehrt aber ein Bier her. Vielleicht. Daisy Fishing. Ja, Daisy ist jetzt erstmal gut. Ich gang so angeln. Was? Daisy Fishing, denken Leute waren da auch. Ja, Dying Light ist aber halt indiziert. Dann wird mein Kanal gesperrt. Oder war das Dying Light? War das Dying Light oder war das andere, was ich meine? Bin mir gerade nicht sicher. Egal, Hauptsache der Bier läuft. Ja, beim Fischen, was soll ich beim Fischen oder was soll ich beim Fischen machen? Also, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht. Transport Fever 2, vielleicht, ja. Star Citizen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, wenn ich es jemals schaffe, dass ich es installiert kriege, dann schon.
Also ich hab's, aber ich kann es nicht mehr installieren. Also ich mache einen Launcher auf, dann sage ich installieren, dann kommt dieses Programm, möchte irgendwas an ihrem System, denke ja, mach halt, installieren halt und dann passiert einfach nichts. Mojo, Frage! Hab dritt halt mal ohne Frage, aber trotzdem ein Zwiegel. Liebe Grüßen, sagst du mal, Frage in schöner Grüß. Nee, Mr. Mojo, as always, Greets zu den Lieblingsnachbarn, einmal generell. Und merci, Bussi. Star Citizen echt gut, einfach mal ausprobieren. Also da habe ich auch ziemlich wenig Plan, sage ich ganz ehrlich. Ich habe das einmal eine Stunde oder 2 gespielt und das ist 2 Jahre her oder so, bis ich es mir gekauft habe. Und ich würde es gerne mal wieder probieren, aber ich weiß nicht, wie ich es installiert kriege, sage ich dir ganz ehrlich. Da ist irgendwas im Arsch. Ich habe einen Launcher also schon ein paar Mal neu installiert und so. Ich weiß es nicht. Kann man mal ausprobieren, kann man wirklich mal. Das ist so das Spiel, das ist my most wanted game ever, glaube ich. Das Spiel, Star Citizen, wenn es so kommt, wie die das sagen, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn, Alter, dann ist Achterbahn. Dann ist wahrscheinlich, erstens, dann benutze ich meine Community und erzeuge einen Hype rundum, um so viele Spieler da reinzukriegen, wie es geht. Dann gründen wir eine Allianz oder ein Korb oder wie auch immer das in dem Spiel dann ausschaut, nämlich den fucking interstellaren Alpenbund. Und dann führen wir uns da drin auf wie von Anfang an wie die Letzten. Sag ich euch, wie es ist. Alles wird gemacht. Da wird gemeint, da wird geballert, da wird geshootet, da wird alles. Alles. Richtig aufführen und ein Big Player alle draus machen. Dann führe ich einen regelmäßigen Stream am Freitag oder am Samstag und dann geht's hier voll ab. Aber da ist noch ein bisschen hin. Das war der größte Wunschtraum ever. Das war so gut. Das war so gut, Alter. Eve in First Person, Alter. Mit Shooter drin, mit was weiß ich, Alter, das war so gut, Alter. Ich da durchdrehen. Herr Bürger, merci für den Euro. Neue Geschichten vom Foodlab Franz. Neue Geschichten vom Foodlab Franz. Kann man auch mal wieder hören, aber Blödsinn haben wir erst gehabt. Der Mai wird serious. Ja? Der wird fucking serious. Resident Evil, Unternehmen was Gemütliches. Wird gut. Star Citizen ist einmal auf dem Schirm, kann man uns einmal anschauen. Der Counter Rolf schreibt, ich spiele aktuell Star Citizen, was daraus geworden ist bis jetzt ist absolut Bombe. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe ein paar Videos angeschaut, gebe ich zu, mit neuen Schiff, weil das ist ein Capital Schiff, glaube ich, eingeführt worden. Das erste aber als NPC, das kann man abschießen. Glaube ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, ich darf es gerne installiert kriegen. Wenn jemand das Spiel hat, dann kann er mir vielleicht im Discord einmal behilflich sein, wie ich den Scheißdreck installiert kriege. Weil ich keine Ahnung habe, was da los ist. Löwensepp, hast du schon Herr der Ringe Mord des Schatten schon gespielt? Offstream, ja, wie es rausgekommen ist damals. Hab's aber nicht durchgespielt. Habe ich nicht so sonderlich super brutal gut gefunden. Muss ich sagen. Weiß nicht. Bavarian Power, die habe ich übersehen. Merci für den Zwickel. Wir waren jetzt mit dem Shooter 13. Das ist der Comic-Shooter, gell? Der hat, glaube ich, von 100% Bewertung 12. Ich glaube, das ist nichts. Wenn das der ist, außer ich verzeihe jetzt einen Scheiß. Naja. Ist RimWorld empfehlenswert. RimWorld ist eines der besten Aufbauspiele, die ich jemals gesehen habe. Und ich glaube, da habe ich ja sehr viele Leute angefixt, weil sehr viele Leute sehen die Grafik in einem Screenshot und denken sie, oh Gott, hau ab. Das ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. RimWorld. I fucking love it. Counterwolf, du brauchst auf alle Fälle extrem viel Leistung, wenn du volle Grafik braucht möchtest. Gut, volle Grafik braucht ist wahrscheinlich mit keinem aktuellen System möglich, außer du hast der 390er Ti irgendwo für 8.000 Euro abgestaubt. Aber so schwach auf der Brust ist mein System nicht. Das ist damals schon gelaufen, wird immer nur laufen. Kriegen wir schon hin. Das ist da schon gehen. Leute, ich denke mal was aus. Schaut aber sehr gut nach Resident Evil. Das ist so sicher was Armen in der Kirche, da führt überhaupt kein Weg daran vorbei. Ob ich am Wochenende schon dazu komme, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, erstens, ich kriege Besuch, ich mag auch mal irgendwann einmal mehr Ruhe haben. Zweitens, es ist gerade sehr viel los in der Arbeit, in der Heim, überall und sowieso. Und das Video da ich gerne bis Sonntag fertig kriegen. Ansonsten kriege ich es bis Sonntag in einer Woche fertig. Schauen wir mal. Es ist übrigens, den wir wegen nicht spoilern, es hat sowas mit der heiligen Dreifaltigkeit des Low and Slows zum tun. Mehr sage ich jetzt nicht. Alles andere kann sich ja jeder jetzt da hineindichten, dann weißt du, um was das geht. Wie schaut's heute aus mit einem Raid? Nein, Raid halt nichts mehr. Wann spielen wir mal wieder ein Landi, Alter? Wenn der Neue rauskommt. Phasmophobia. Nein, erst, wen, das spielst du auch schon tot, oder? Spielt Phasmophobia noch irgendjemand? Keine Ahnung. 390er Ti gibt's nicht? Ja, noch nicht. 7 Days to Die. Notice me, Senpai. Ich hab 7 Days to Die, hab ich sogar. Entschuldigung, aber das Spiel ist mir zu schlecht. Das habe ich genau 2 Stunden gespielt und habe mir gedacht, oh Gott. Mal rein in GTA. Roleplay, Bro. Habe ich vorher auch schon überlegt. Aber das hebe ich mir für ganz besondere Zeiten auf, als GTA 5 Roleplay.
Das habe ich so, um ehrlich zu sein, so für Herbst, Winter geplant, wo auch generell mehr Leute da sind und jetzt wird es dann schön draußen. Deswegen wird der Blödsinn auspackt jetzt über den Sommer. Aber ja, das habe ich auf dem Schirm, tu dich nicht runter. Five Nights at Freddy's, How to PP mega. Was ist denn How to PP? Horizon dauert zu lang. Horizon dauert 50 Stunden, das spielen wir nie fertig. Das sind 100 Streams, da kann man das ganze Jahr nur Horizon spielen, wird langweilig. Nice, würde dich da drin sehen. Ja, ich muss mir nur also ganz ehrlich, natürlich spielen wir mir in GTA Roleplay, spielen wir mir einen besoffenen alten Herbert, da überlege ich mir irgendeinen Charakter, das wird Legendary, Alter. Das wird gut, da brauchen wir nicht diskutieren, das wird lustig. Also ich für mich, ob es dann für euch lustig ist, werden wir sehen, aber wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass das manche gut finden dann. Du könntest mal Emergency probieren, kenn ich nicht. Stronghold, Move or Die, kenn ich nicht. Snowrunner, da kann ich nichts anfangen damit. Forza, genauso wie mit Rennspielen, mit Forza Horizon kann ich auch nichts anfangen. Geht nicht. Mario Kart, Don't Drink and Drive. Da weiß ich nicht, was du meinst damit, Ibens. GTA 5, plätschen wir jetzt mit Reaction auf Videos. Können wir auch mal machen. Das ist generell, das können wir immer mal dazwischen reinhauen. Aber ich glaube, das schaut sehr stark nach Resident Evil und Star Citizen aus. Ja, mal herzusagen, was so geht, mich interessiert das selber. Ist für mich dann auch eine Entdeckungsreise zum Herausfinden, hey, wie geht das. Alles, was ich in scheiß Star Citizen gemacht habe, ist bis jetzt in mein Raumschiff einsteigen, ein bisschen umeinander gucken, von der Station wegfliegen, an einen anderen Planeten hinfliegen, irgendeine Kisten einglauben und irgendwo hinfliegen. Ich habe noch nichts abgeschossen, dann hat es mich wieder zerrissen aus irgendeinem Grund, weil ich irgendwo weggeflogen bin, weil noch nichts gescheit gegangen ist und so. Wir werden sehen. Das kriege ich schon irgendwo, hin. Wir sehen wir uns, Freunde der Sonne. Nicht vergessen, biergerwehr.de, LeBron Merch. Press Triple F. Für eine der schönsten, für mich schönsten Serien, die wir jemals gestreamt haben. Daisy hat wirklich Spaß gemacht. Spielen wir irgendwann wieder. Garantiert. Dann, aber was wir dann lernen, dann kaufe ich mir einen DLC. Habe ich den? Den habe ich doch. Habe ich den DLC? Da gibt es einen DLC für Daisy. Eine andere Map, die ich gar nicht kenne. Auch nicht von früher. Livonia, glaube ich, oder Livotia oder irgendwie so. Dann spielen wir die. Wenn wir nicht mehr wissen, was wir da sind. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Saulustig. Heute war ein guter Stream. Heute war, so stelle ich mir die Streamerei vor, da ist PvP drin, es haut sogar ausnahmsweise mehr über 7, wir haben 3 Leute erschossen, ich meine, dafür war der Schluss dumm. Weil ich sitze noch da und sage, wir haben alle Zeit der Welt und glaub's ein Magazin aus. Währenddessen her jetzt Steps in meinem rechten Ohrwaschel, dreh mich um und dieser Hurensohn läuft an die Zombies. Warum kommen denn eigentlich dem die Zombies nicht nach? Das würde mich mal interessieren. Wieso haben die da nicht triggern und schreien? Das habe ich nämlich nicht gehört. Ja, ist ja wurscht. Ja, schade. That's the game. Buttermesser, OP, Alter. Ab in den Chat. Irgendwann, Ligan will come back. Er ist ja unsterblich. Was habt ihr irgendwann? Und dann reden wir mit dem Buttermesser umeinander und streichen wir die Leute mal auf. So schaut's aus. Danke für die ganzen Donations. Leute, ich habe heute wirklich alles versucht. Ich habe eine Teleshopping-Session abgehalten, damit ich euch dazu kriege, dass auf einmal nicht mit 20er und 25er und was weiß ich, was man anschmeißt, sondern kauft euch halt ein scheiß T-Shirt. Da habt ihr was davon. Oder ein Tanktop, oder ein Pulli, oder ein Sticker, oder ein Untersetzer, oder ein Kissen, oder was weiß ich nicht. Und schaut's beim Trachtman vorbei. Bitte. Dankeschön. So. Press F für Respekt für die Moderatoren. Und dann sage ich vielen herzlichen Dank. An die ganzen alten Mitglieder übrigens auch noch, und an die neuen Mitglieder auch, da waren heute ein paar dabei. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Wenn ich irgendjemanden mit den Donations übersehen habe, dann tut es mir leid. I'm sorry. Der LeBron liest's im Himmel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens, wenn es keinen Wochenend-Stream gibt und wenn es kein Video gibt. Ich mag es nicht versprechen, weil es relativ unwahrscheinlich ist. Sehen wir uns spätestens am Montag um 20 Uhr mit fucking Resident Evil 8. Das wird gut. Das wird so gut, ich hab so Bock. Ich hab so hart Bock. Ich hab so Bock, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist mir stets eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wenn Sie Spaß hatten, leave a like. Smash like if you like. Glocken aktivieren nicht vergessen, aber wem erzähle ich das? Leute, Bussi aufs Nussi. Merci. Habe!
Ah, da gibt's hier. Zum Emily Broad zu gedenken gibt's ja nur die Böbi-Trete. Pass auf. Habe! Schleicht euch gut nach bis spätestens Montag. Habe Tiere.